das? Bitte! Bist du schon wieder da? Jo, Tante. Hast ja auch die Füße abgetreten? Hab ich, klar. Na, wenn das mal wahr ist. Na? Na, was hat der Doktor denn gesagt? Hab mir noch 8 Tage Schonung verschrieben. Oh, fein. Dann kannst hier im Haus ja noch fix was tun. Tu ich denn nicht schon gerade genug, seitdem ich krank spiele? Du, was denn all Wunder? Na, hol ein, mach die Betten, schäl Kartoffeln, wasch das Geschirr ab, feul die Küche auf und. Als wenn das überhaupt die Rede wert ist. Sag mal, du denkst doch wohl gar nicht an, dass wir in 9 Tagen Pfingsten haben. Dann gehört sich das, dass das ganze Haus auf den Kopf gestellt wird und gründlich reingemacht wird. Oh. Ja, du sagst, oh, du kennst sowas nicht von zu Hause. Deine Mutter war nicht dafür zu haben, du. Für das ewige Scheuern und Reinmachen? Nee, da war sie Gott sei Dank nicht für zu haben. Was heißt hier Gott sei Dank nicht? Weißt du, ob sie nun nicht zur Strafe jede Nacht von um 11 bis um 12 auf dem Friedhof rumgeistern muss? Meine Mutter, die soll nachts da draußen rumspuken. Ja, meinst vielleicht nicht. Wo sie als Fischfrau die Leute immer mit ihren vergammelten Schellfisch und Schollen angeschmiert hat. Ja, wo soll sie da damit abbleiben? Unsere Katze hätte ihn auch nicht mehr gefressen. Deine Mutter, du, die hat das vielleicht verstanden, du. Na, nu, mal ehrlich, Tante. Dein Kartenlegen ist ja auch nichts weiter wie Schwindel und Betrug. Schwindel und Betrug. Sag mal, das sagst du mir so glatt im Gesicht. Mir, die dich bei sich aufgenommen hat, als du keinen Vater und keine Mutter mehr hattest. Ja, das hast du, das gebe ich zu. Schwindel und Betrug. Man, sowas sagt man doch nicht. Soll ich als arme Frau denn wohl leben? Na, du kannst dich aber leicht mal strafbar machen. Ha, ich mich strafbar. Wenn die Leute zu mir kommen und wollen mal einen Blick in die Zukunft tun. Ja, du nimmst ihn aber dafür Geld ab, Tante. Was soll ich tun? Hab ich schon mal Menschen was abverlangt? Ja, nicht direkt, aber so von hinten rum. Ach, das ist ja dummer Schlag von dir. Wenn arme alte Frau von mir wissen will, ob und wann ihre kümmerliche Rente endlich um ein paar Mark höher gesetzt wird, dann nehme ich von der keine 5 Groschen, du, das merkt ihr mal. Aber gestern die elegante Dame mit den selbstgestrickten Köder? Hör mal, wenn die mir ganze 3 Mark hinlegt, obwohl die Karten ihr bewiesen haben, dass ihr Herr Gemahl dunkelhaarige Freundin hat, dann soll ich nicht sagen, ach, wenn doch bloß noch wer käme und mir so ein 7 Mark brächte, dass ich bis morgen früh mein Gas bezahlen kann, sonst wird mich das ja abgedreht. Na ja, Mann, wenn die mir denn aus Mitleid noch so eine 7 Mark hinlegt, das in meinen Augen bloß eine Soforthilfe. Ja, du machst das mal zu oft, Tante. Mal ist das. Ja, was? Mal ist das Gas und mal das elektrische Licht, was du nicht bezahlen kannst. Oh Gott, Mann, die paar Mark immer. Ja, und mal erzählst du denen sogar, dir fehlen noch ganze 10 Mark an der Miete. Ja, man darf doch nicht immer dasselbe sagen. Ja, Mann, aber das ist doch nie wahr. Och, nie wahr. Was denn überhaupt war auf der Welt? Ich erzähle den Leuten eben das, was sie gern hören wollen. Ich habe nicht umsonst in meinen jungen Jahren bei dem Professor Fabricius von der Universität gedient. Und der gelehrte Mann hat immer zu mir gesagt, wenn ich mich über Schwindeleien und Ungerechtigkeiten aufregen wollte, Wilhelmine, sagte er denn zu mir, merken Sie es sich fürs Leben. Mandus foldecipi, ergo decipiatur. Das Lateinisch habe ich mir von ihm schriftlich geben lassen, habe das auswendig gelernt. Auf Deutsch heißt es nämlich, die Welt will betrogen sein. Also werde sie es. Du, da ist wohl schon wieder einer, der das auch gerne mal will. Oder der Krankenkontrolleur. Ja, dann stöhnt dem bloß nicht so viel vor, als wäre das mit dir noch wer weiß wie schlimm. Ja, du hast doch eben gesagt, die Welt will betrogen sein. Ne? Mann, das darf sich doch nicht jeder erlauben. Wo kämen wir denn dahin? Ja, ist gut. Ja, denn hier rein, Fräulein. Ne?
Bitte. Danke. Setzen Sie sich bitte, Fräulein. Danke. Ja. Gesa Wesselow heiße ich. Ist Frau Lürs nicht zu sprechen? Doch, meine Tante wird gleich reinkommen. Ne? So, danke. Wann Sie nicht schon mal hier, Fräulein Wesselow? Aber natürlich, Ja. Letzte Woche doch. Da haben Sie mich doch auch reingelassen. Meine ich doch. Da hatten Sie so ein wunderhübsches Kleid an. Ja? Ja, wirklich. Und so einen schicken Hut ab. Na ja, da hatte ich ja auch mal einen freien Nachmittag. Aber nun bin ich schnell mal so heimlich losgelaufen. Ne? Ach, Sie sind wohl in Stellung, ne? Bei Herrn Staatsanwalt Dr. Pulvermann. Ein Staatsanwalt. Oh, das kann doch wohl keine angenehme Stellung sein, ne? Oh, wie man's nimmt. Ja. Zu Schulden kommen lassen darf man sich da nichts. Dann kommt er gleich mit dem Tatbestand und dem Kreuzverhör. Ist bestimmt einer von den ganz Schattigen, ne? Wer dem in die Finger fällt, der wird von ihm verdonnert, dass das man so kracht. Ja, denn kriegen Sie auch wohl wenig Ausgang, ne? Und da, der steht mir doch tariflich zu. Ja, auch an einem von den beiden Pfingsttage. Ja, gleich an ersten sogar. Jawohl. Wie schön. Darf ich Sie nicht zu einer kleinen Pfingsttour einladen, in die Lüneburger Heide? In die Lüneburger Heide. Oh, da bin ich doch zu Haus. Ich bin doch aus Schandelow bei Winsen. Ja, denn nach Rheinbeck in Sachsen war. Ach nee. Mein Zufall in Westerlo. Oder in die holsteinische Schweiz. Nee, lieber nicht. Ich hab ja schon einen Freund. Ach, das ist aber schade. Otto Henk in Schandelow. Aber da liegt was im Weg. Das haben die Karten mir ja gesagt. Na sehen Sie, denn lassen Sie den Otto doch mal sausen. Nee, darum bin ich doch noch mal hergekommen. Ach so, dann soll ich jetzt meine Tante reinholen. Ne? Ja, bitte. Naja, hoffentlich sagen die Karten, dass Sie mit diesem Otto nicht glücklich werden. Ne? Ach, da bist du ja schon, Tante. Fräulein Wesselow. Aus Schandelow. Guten Tag auch. Guten Tag, Frau Lürs. Na, bleiben Sie sitzen, Fräulein Wesselow. Woher wissen Sie das denn, dass ich aus Schandelow bin? Ja. Davon habe ich doch nichts gesagt, als Sie mir die Karten legten. Das wäre ja traurig, wenn ich das nicht wüsste. Und du, tu nur mal was, hörst du? Ich hab doch noch Schonung. Ja, bei der Arbeit mit der Schaufel im Sand, aber nicht hier im Haus, du. Er hat nämlich einen Unfall gehabt. Oh, das tut mir aber leid. Ja, beim Sielbau bin ich von oben runter in die tiefe Kuhle gefahren. Und hat sich die Rippen gequetscht. Das tut wohl fix weh, was? Ja, wenn auch. Darum kannst du doch in der Küche das Geschirr abwaschen. Ja, nun mal los. Mann, los. Ich muss erst mal heiß Wasser machen, ne? Ach ja, richtig. Das heiße Wasser. Ja, heute ist das ja noch möglich, nicht? Aber wer weiß. Vielleicht dreht man mir morgen früh schon die Gas ab. Schon wieder? Was? Als ich letzte Woche da war, da fehlten Ihnen doch nur noch 3 Mark, um die Gasrechnung zu bezahlen. Nee, Mann, das war das Elektrische. Ja, das war doch die Lichtrechnung bestimmt. Da müssen Sie sich verhört haben. Schreibe ich mir das aber bald mal an. Na, den wollen wir mal, ne? Oh nee, die Karten wollte ich mir nicht schon widerlegen lassen. Ja, was wollen Sie denn? Ach, ich habe Ihnen ganz was Wichtiges zu erzählen, Frau Lürs. Na? Ich war ja gestern auf dem Himmelfahrtstag mal wieder zu Haus. In Schandelow. Und hab da fix Propaganda für Sie gemacht. Och, das freut mich aber. Ich habe an meine Freundin die Geschäftskarten verteilt, die sie mir mitgegeben hatten. Von wegen, willst du einen sicheren Blick in die Zukunft sehen? Wende dich an Wilhelmine Lürs, Hamburg 36, Kaffeemacherreihe 10. Ja, und durch die Mutter von meiner Freundin. Ja, da muss Frau Henk auch so eine Karte gekriegt haben. Frau Henk? Ja, wer ist denn Frau Henk? Haben Sie denn den Brief noch nicht von ihr? Von der Frau Henk? Nö. Na nu, den hat sie gestern geschrieben und soll ihn auch noch selbst zu unserer Poststelle gebracht haben. Das ist mein Otto nämlich so heimlich gewahr geworden. Tja, hätte ich ihn doch heute haben müssen, ne? Ja, eigentlich. Wenn meine Mutter mir anschreibt, den habe ich auch schon einen anderen Tag. Sollte der vielleicht noch draußen bei uns in Kasten stecken? Peter, komm mal rein! Unser neuer Briefträger, der ist nämlich zu faul zum Klingeln, dass man Bescheid weiß, dass er da war. Peter, wo bleibst du denn? Ich komme doch schon immer zu, Tante. Peter, guck mal draußen in den Kasten nach, ob da was drin steckt, hörst du? Ja, wo ist denn der Schlüssel dazu? Ja, wo soll der schon sein? Wo du ihn zuletzt hingepackt hast, natürlich. Als wenn ich das jetzt noch wissen kann, ne? Weil du von Haus aus nicht zur Ordnung erzogen bist, du!
Was hat die Frau Henk mir denn zu schreiben? Will sie auch mal einen sicheren Blick in die Zukunft tun? Ja, das ist anzunehmen. Aber sie mag ja nicht gern nach Hamburg herkommen. Oh. Nee, von der Zeit, da war sie mal hier. Da ist ihr was passiert, dass sie bei Rot über die Straße gegangen ist. Oh Gott, ist sie unter das Auto gekommen? Nee, das nicht. Ist auf der anderen Seite dem Polizisten in die Arme gelaufen. Tja, das kostet ja so eine 5 Mark, ne? Ja, die wollte Frau Henk aber nicht bezahlen. Und ihren Ausweis wollte sie auch nicht vorzeigen. Nee, der muss man ja mit auf die Wache. Nee, das wollte sie auch nicht. Sie hat sich geweigert. Das soll sogar einen Auflauf gegeben haben. Oh Mann, alles bloß wegen der 5 Mark? Da ist ein Peterwagen gekommen und da hat man sie mit Gewalt reingeschoben. Oha, das ist denn ja schon Widerstand gegen die Staatsgewalt, ne? Ja, und auf der Wache, da soll sie die Polizisten beleidigt haben. Nee, das hat sie getan. Ja, und nu wird sie sich ja eines Tages vor Gericht zu verantworten haben. Und mein Otto meint ja seine Stiefmutter. Ja, also Frau Henk ist nämlich nicht seine richtige Mutter, ne? Aha. Also er meint, die will sie mal zu sich hinbestellen. Was, ich soll sie besuchen? Ja. Wiede, wo steckst du denn? Ich komm ja schon. Hier, mehr war da nicht drin als wie der Ach hier. Mann, der eine genügt mir ja auch, du Schafskopf. Na, mal sehen, was sie zu schreiben hat, ne? Das ist doch gleich der richtige Mann. Das ist ja wieder so ein von Lotteriekollekteur. Ja, aber trotzdem bin ich ein Schafskopf, ne? Ja, das bist du Dussel Oh, ich sowieso. weiß Bescheid, du. Tja, dann kommt der Brief wohl erst morgen, Frau Ach, Lüers. von wegen, dass ich die Frau Henk besuchen soll. Und wahrscheinlich will sie nur schon wissen, wie das mal ausläuft. Auf dem Gericht. Ja. Wer kann das denn schon voraussagen? Nicht? Ja. Ach so. Aber Frau Lüers, Sie dürfen Frau Henk nicht sagen, dass ich heute hier gewesen bin. Das soll sie nicht wissen. Oh, bloß nicht, Frau Lüers. Also passen Sie mal auf. Ja. Das ist nämlich so, was Peter Henk ist. Dass der Mann von der Frau Henk, ne? Ja, das ist ein tüchtiger Landwirt. Aber gegen seine Frau kann er nicht gegen an. Wenn sie so eine ist, die sich sogar mit der Polizei anlegt, ne? Ja, das ist ja seine zweite Frau, müssen Sie wissen. Ach, denn ist ihr Otto wohl von der ersten Frau, ne? Ja, ganz recht, Frau Lüers. Und seine Stiefmutter, die will, Otto soll Bauer Schierhorn in Lüller seine einzige Tochter Heike heiraten. Ja, um mal den Hof zu kriegen. Gut, den hat er ja mal 2. Oh nee, Henks haben doch noch einen Sohn. Den Hinrich. Von seiner jetzigen Frau ist der. Und den zieht die Mutter wohl vor, was? Und wie, Frau Lüers, und wie? Ihr lieber Hinrich, oh, der darf sich alles erlauben. Ihrem lieben Hinrich hat sie sogar ein Motorrad geschenkt. Aber das hat sie nun davon. Er ist letzten Sonntag damit losgefahren. Und nun liegt ihr lieber Hinrich mit dem Bein in Gips in Winsen im Krankenhaus. Hat also einen Verkehrsunfall gehabt. Also das machen jetzt beide. Der hat Frau Lüers, und worum ich Sie nun von ganzem Herzen bitten möchte, stehen Sie mir bei. Mir und meinem Otto, helfen Sie uns. schon gern, meint der, aber wie denn bloß? Otto und ich, wir haben uns doch so lieb. Und wollt nicht zusammenkommen. Das ist das ja. Naja, Ottos Vater möchte das gern. Bloß, dass der nichts zu sagen hat, nicht? Leider. Na, er will, Otto soll den Hof haben und nicht Hinrich. Was Frau Henk aber gern möchte, nehme ich an. Die will mich nicht zur Schwiegertochter haben. Na, Sie würden doch aber auch eine gute Bauersfrau abgeben, nicht? Ja, ich kann mal nichts mitbringen, Frau Lüers, das ist das ja. Also gediegen, dass bei euch auf dem Land immer bloß so geheiratet wird, dass Geld zu Geld kommt, nicht? Ja, und ich gebe mir schon so viel Mühe, auch mal zu Geld zu kommen. Aber ich kann das nicht. Das ist doch das Beste. Sie kaufen sich eine von diesen Losnummern, die hier drin zu haben sind, nicht? Ja. Oder ein Fernsehlotterie-Los. Mit 5 Mark sind Sie bestimmt immer dabei. Ja, Frau Lüers, dann will ich das auch noch mal mit der Lotterie versuchen. Ich gebe ja sowieso schon jede Woche 2 Mark aus. Wieso? Ja, eine fürs Toto und eine fürs Lotto. Ja, Freund Beslow, nicht die Geduld verlieren. Wenn Sie die richtige Zahl an die richtige Stelle setzen, dann klopft eines Tages doch noch das Glück bei Ihnen an. Ach ja, nicht? Ja, das haben die Karten mir ja auch gesagt. Na, sehen Sie. Oh ja, Frau Lüers, dann passen Sie mal auf. Also sollte das nun so sein, wie mein Otto glaubt, dass seine Stiefmutter sich von ihm die Karten legen lassen will. Wegen Ihrer Sache auf dem Gericht? Ja, dann können Sie doch noch ein bisschen mehr aus den Karten rausfinden, ne? Wie meinen Sie das?
Ach, naja, dass die Frau Henk noch sagen, mit ihrem eigenen Sohn, ja, da wird sie noch mal viel Kummer und Sorgen haben. Aber ihr Stiefsohn, wenn der mich heiratet... Ist schon gut, Fräulein Besselow. Mit sowas dürfen Sie mir nicht kommen. Das mit den Karten, das muss seine Richtigkeit haben. Och, liebe Frau Lührs, ich möchte doch so gern Ottos Frau werden. Wenn das Schicksal das so will, heißt Och, das. soll ich denn immer hier in Hamburg in Stellung bleiben, wie nur bei dem Staatsanwalt Dr. Pulvermann? Ja, beim Staatsanwalt gibt das ja nun bestimmt nicht so viel zu tun wie auf dem Bauernhof, ne? Oh, leicht habe ich das bei Pulvermanns auch nicht. Nee, wo doch die Frau schon 17 Jahre verheiratet nur zum ersten Mal was Lüttes kriegen soll. Oh! Ja! Oh. Was sehe ich? Na? Aus dem Auto da drüben auf der anderen Seite, das steigt Ottos Vater raus. Nee, Bauer Henk ist das. Na nu. Ist er? Und der andere, der ihm die Aktentasche zulangt, das ist der Viehhändler Mark, sein Freund. Wollen die beiden vielleicht auch zu mir? Das begreife ich aber gar Kommen nicht. ja vielleicht auch auf meine Geschäftskarten tatsächlich mit. Die kommen hier rüber. Oh, Verlier's, die dürfen mich hier nicht zu sehen kriegen. Nee, das ist ja auch gar nicht nötig. Pete, komm mal her. Nun mal keine Angst, die kriegen Sie nicht zu sehen. Sie kommen so lange mit mir nach Nebelheim. Nee, ich muss wieder zu meinen Herrschaften zurück. Ja, Pete, wo bleibst du denn? Ja, was ist denn nun schon wieder? Nee, komm mal her. Da werden wohl gleich zwei Herren kommen. Zwei Herren. Ja, sind auch aus Schandelow. Und die sollen Sie hier nicht sehen. Ja, nur mal ruhig. Das hat geklingelt, Tante. Ja, als wenn ich das nicht selber höre. Wenn du die beiden reingelassen hast, machst die Tür hier fest hinter dir zu. Hörst? Und halten Sie die beiden ein bisschen den Schnack auf, ne? Ja, worüber soll ich denn mit denen reden, Tante? Mann, kannst ja mal nach dem grünen August fragen. Ich meine nach dem grünen Plan. Was meinst du, was sie dir denn alles zu erzählen haben? Und in der Zeit lasse ich sie hintenrum leise aufsuchen. Ja. Oh, aber ja nicht sagen, dass ich hier gewesen bin. Ja nicht. Ja, Junge, hat die aber eine Angst in der Büchse. Ja, wenn man mein Staatsanwalt ist. Ja, ich komm ja schon. Kriegen Sie näher, meine Herren, und der mal gleich hier rein, ne? Bitte. Danke. Sehr. Setzen Sie sich mal schon. Ja, ich bin so frei. Ja, die beiden Hüte will ich lieber rausbringen. Nee, die legen Sie mal hier hin. Och, man weiß doch, was ihr gehört. Und draußen sind auch die Haken, ne? Lassen Sie mal, es ist besser, ne? Und meine Tante wird da gleich wieder reinkommen. Ne? Frau Lührs ist deine Tante. Und du bist wohl sowas wie ein Dienstmädchen, ne? Ach so, nee, das ist doch bloß für einen Zeitvertreib, ne? Hast du denn keine Arbeit? Nee, ich bin doch noch für 8 Tage krankgeschrieben. Ne? Was? Krankgeschrieben? So ein junger, stämmiger Kerl und dann krank? Aua, Mensch! Ich hab doch einen Unfall gehabt, hab mir die Rippe gequetscht. Oh. Nix für ungut, das habe ich ja nicht gewusst, ne? Ach so. Was bist du denn, mein Junge? Ich arbeite beim Zielbau. Na, das ist wohl keine leichte Arbeit, was? Oh, das verdammt schwere Arbeit. Ja, wie ist es denn? Willst du dich nicht mal verändern? Er sucht einen tüchtigen Mann. Wir brauchen Leute in der Landwirtschaft. Hat nämlich einen großen Hof in Schandelow. Weiß ich doch. Was? Woher denn? Nee, ich meine, das kann man den Herrn ja ansehen, dass er das ist, ne? Und kein Staatsanwalt. Staatsanwalt? Ja, wie kommst du denn darauf, mein Junge? Nee, ich meine, ich wollte bloß so als Vergleich, ne? Tja, das überleg immer mal. Komm mal zu mir raus. Kriegst Lohn nach Tarif. Ja, und gute Kost gibt's bei ihm auch. Das glaube ich wohl. Oh, können wir mal auf hier. Hast ein kleine freundliche Stube für dich allein? Ja, das ist viel wert. Hier muss ich nämlich mit meiner Tante in einem Zimmer schlafen. Na, das ist aber nicht das Richtige, was? Sie wühlt nachts immer so. Ne? Hast in deiner Stube ein Radioapparat? Und unten im Haus ist ein Fernsehgerät. Und ein gekacheltes Bad? Mensch, dann brauchen wir ja nicht mehr in der Waschspeiche abzuschrubben. Ne? Und dann die Arbeit bei uns. Immer an der frischen Luft. Ist doch ganz was anderes als hier beim Zielbau. Ja, das will ich mir mal noch mal durch den Kopf gehen lassen. Ja. Aber jetzt kann ich meine Tante wohl schon reinholen, ne?
Bengel, den könnte ich gut gebrauchen. Frag sich bloß, was deine Ida dazu sagt. Ja, das ist es ja, Mann. Wenn ich Hü sagt, meint sie ja, sie muss Brr sagen. Was guckst du dich denn so um, Karl? Naja, eigentlich habe ich mir das hier bei so einer Kartenlegerin ja ganz anders vorgestellt, Peter. Wieso denn anders, Karl? Naja, ich dachte, alles so ein bisschen geheimnisvoll, halb dunkel. Irgendwo würde eine ausgestopfte Eule stehen oder ein Totenkopf. Ja, und ein pechschwarzer Kader, der der Frau beim Kartenlegen auf dem Puckel sitzt, scheint ja auch nicht zu sein, du. Ach, guten Tag. Ach, guten Tag. Ach, gleich 2 Herren. Und beide von auswärts. Kann man ihn ja ansehen, nicht? So eine gesunde Farbe. Ja, das machen wohl die frischen Landeier, nicht? Was? Landluft, wollte ich sagen. Ach so. Sie sind aber kein Bauer. Nee? Was bin ich denn? Na, Sie haben immer viel mit der Bargeld zu tun. Sind Sie wohl so was wie ein Händler mit Vieh? Ist er, jawohl. Wie Sie sowas wissen können? Ja, Peter, dann packen wir mal aus, nicht? Ja, ich bin ja schon dabei, Karl. Hier, Frau Lührs, das habe ich Ihnen zugedacht. Das ist noch eine Wurst, was? Die ganze Torte. Ja, ich weiß. Und hier, Frau Lührs. Oh Gott, oh, ganzen frischen Schinken, nein. Das kann ich ja gar nicht verlangen, sein Schinken. Wurst und Schinken. An den Spargel haben Sie wohl nicht gedacht. Ja, nee, ich meinte ja bloß, weil jetzt bald Pfingsten ist, ne? Ach, Frau Lührs, das soll doch bloß erstmal so eine kleine Kostprobe sein. Oh, vielen Dank auch wieder. Peter, komm mal rein! So was kriegt unser Eich ja bloß immer durch die Ladenscheibe zu sehen, ne? Ist wahr? Oh. Ja, ich bin Witwe. Und das bisschen Rente, was ich nun von Start krieg, das reckt ja nicht hinten und nicht vorn. Peter, komm! Oh, Mensch, Tante, du! Das Haus auch was nicht. Komm, wir beide, das muss so richtig satt essen. Bring mal gleich in die Küche. Ne? Schinken und Wurst. Nun kann ich mal so richtig mit der Wurst nach dem Schinken schmeißen. Ich will dir helfen, wenn du damit schmeißen willst, du. Aber dann nehmen Sie doch wieder Platz, bitte sehr. Danke. Bitte sehr. Na, den wollen wir nun mal malen, ne? Ja, nee, die Karten wollte ich mir ja nicht legen lassen. Wollen Sie keinen Blick in die Zukunft tun? Meine liebe Frau, ich will Ihnen mal was sagen. Für so dumm darf man mich nicht halten, dass ich an solchen Hokuspokus glaube. Peter. Was war das eben? Hokuspokus nennen Sie das. So. Na schön. Fide, komm mal rein. Ja, aber Frau Und noch Lührs, schöner, sowas kann ich mir doch nicht sagen lassen. Fide, bring das mal wieder her, was die Herren mitgebracht haben. Nee, nicht doch. Lass mal draußen, mein Junge. Das kommt überhaupt nicht in Frage. Sag mal, hast du nicht gehört, was du sollst? Ja, ich hab doch aber schon von der Wurst was abgeschnitten. Ist ja gut, warum auch nicht? Solch gute Wurst kriegst du hier in Hamburg nicht. Was ist das? Du bist schon bei der Wurst. Also das ist was ein Bengel. Hau mal ordentlich rein, mein Junge, ne? Dat mi dat Mul schün. Du gönnen Sie dem jungen Mann das doch. Dann hätten Sie nichts von Hokuspokus sagen müssen. Ach, er hat das nicht so gemeint. Wir können ja mal sehen, ob das wirklich bloß ein Hokuspokus ist. Hier, nehmen Sie mal ab. 3 Haufen zu sichern und mal los. So, mal sehen. Na, und nun passen Sie mal schön auf, ne? Bin ja auch gespannt, was Sie uns sagen können. Je mehr, umso besser. Na nu, Sie haben ja eine zweite Frau. Stimmt? Ja, die habe ich. Tja, was ist denn mit ihr? Die kriegt ja was. Was? Was mit dem Gericht zu tun. Peter, was hast du nun? Ja, das stimmt auch. Mit der Frau haben Sie einen Jungen. Ist auch wieder wahr. Tja, der ist aber augenblicklich nicht zu Hause. Der muss nicht weit weg, irgendwo still zu Bett liegen. Auch das stimmt doch, Peter. Liegt im Winsen im Krankenhaus. Na, sehen Sie? Hoch, das scheint wohl Mamas Verzucht zu sein, weil? Siehst du, Peter? Ja, das ist er auch, leider.
Ja, da ist aber ja noch ein Jung. Ja, der muss aber von der ersten Frau sein. Hörst das, Peter? Ja, ja. Von meiner seligen Marie. Der hat mal einen abeltwatschen Namen. Was? Mein Ältester? Wieso? Ja, ob man den nun von vorn oder hinten buchstabiert, bleibt immer dasselbe. Na nu. Ja, ja, ist ja wahr, Peter. Otto, Otto, Otto. Ach, was sind Sie für eine Frau, Frau Lührs? Wieso? Ist doch bloß ein Hokuspokus, ne? Oh, das müssen Sie mir nur nicht immer wieder vorhalten. Oh, er hat das wirklich nicht so gemeint. Der älteste Sohn, der soll wohl mal eine gute Partie machen, was? Das will aber gewiss bloß die Stiefmutter, um ihn bald aus dem Haus zu haben. Na, Peter, ist das nun nicht so? Ja, das stimmt auch wieder. Der junge Mann hat sein Herz aber ein nettes, gutes und tüchtiges Mädchen gehängt. Ja, die ist aber nicht ganz in seiner Nähe. Die muss auswärts sein. Das kommt hin? Kommt hin? Also, wie Sie das so genau aus den Karten sehen können, ja, da muss man sich ja bloß überwundern, was, Peter? Ja, Karl, dies ist ja auch ganz was anderes, als was man sonst beim Kartenlegen zu wissen kriegt, nicht? Naja, es gibt ja auch kluge und tüchtige Bauern und auch dumme. Oder nicht? Ja. Da haben Sie recht, Frau Lührs, auch dumme, ja. Ja, sonst können Sie die ja nicht so gut übers Ohr hauen, ne? Ja, da haben Sie schon wieder mal recht. Na, Peter, sei du mal still. Bei dir habe ich das noch nicht riskieren können. Beim Viehverkaufen passt seine Frau verdammt genau auf. Ich mochte das bloß nicht sagen. Aber hiernach hat sie ja wohl sowieso das Regiment in Haus und auf dem Hof, was? Hörst das, Peter? Was sagst du dazu? Das beweisen nur sogar die Karten. Ja, darum bin ich ja gekommen, nicht, Karl? Ach so, ja, richtig. Ja, also, dann passen Sie mal gut auf, Frau Lührs. Ja. Also, meine Frau ist auch auf Sie aufmerksam geworden. Ach, sicher durch eine von meinen Geschäftskarten, ne? Ja, richtig, die kursieren da bei uns. Und meine Frau, die schwört auf die Karten. Das ist sehr vernünftig von ihr. Und darum hat sie einen Brief an Sie geschrieben. An mich? Och, den kriege ich denn wohl noch, ne? Nee, nicht, Peter? Nee. Was mein Ältester ist, der hat das spitz gekriegt und darum bin ich gestern Abend noch heimlich auf der Poststelle gewesen und habe den Brief zurückgeholt. Sie haben ihn zurückgeholt. Wie können Sie sowas tun? Ich habe ihn aufgemacht. Ihn aufgemacht. Wissen Sie, was das ist, laut Strafgesetzbuch? War ja noch nicht abgestempelt. Und Sie sollen ihn nun ja auch lesen. Bitte. Absender Ida Henk. Och, Henk heißen Sie. Den Namen habe ich noch nie gehört. Werte Frau Lührs, auf Sie aufmerksam gemacht möchte auch ich einen sicheren Blick in die Zukunft tun. Weshalb ich Sie freundlichst bitte, mich am kommenden Sonntagnachmittag mit Ihrem Besuch zu beehren. Bringen Sie bitte Ihre Karten mit. Die habe ich immer bei mir. Ich werde dafür sorgen, dass wir für die Zeit alleine in Hause sind. Hochachtungsvoll, Ida Henk. Och, nö, Kinder, nö, Schandelow. Ganz nach Schandelow. Ach nee, wie soll ich da denn hinkommen? Ach, das ist ja nicht so weit, nicht, Karl? Frau Lührs, Sonntagnachmittag um 3 stehe ich mit meinem Auto unten vor der Haustür. Ich bringe Sie hin und auch wieder zurück. Bloß Sie dürfen meiner Frau da nichts von sagen. Nee, gar nicht. Und denn, Frau Lührs, wenn Sie ihr die Karten legen, dann machen Sie sie mal ein bisschen bange. Ich Sie bange machen? Naja, von wegen Ihrer Zukunft, meint er. Also das verstehe ich nicht. Sie müssen ihr sagen, unser jüngster Sohn, der Hinrich, Den sie so doll verzieht. ja, der wird ihr noch mal allerlei Kummer und Sorgen machen. Ja, Sie tun dann wirklich ein gutes Werk. Mehr als das. Sie sind meine letzte Rettung. Wie können Sie sowas sagen? Nee, Peter hat recht. Gucken Sie mal, liebe Frau Lührs, ich bin sein bester Freund. Das kann man doch wohl sagen, was, Peter? Du ja, Karl, du ja. Und ich weiß, wie das bei ihm zu Hause zugeht. Es ist bald nicht mehr auszuhalten mit der Frau. Ja, was die Männer immer an ihren Frauen auszusetzen haben, das kennt man ja. Ja, Sie kennen aber seine Frau nicht. Mit der ist kein Auskommen mehr. Nee, ist es auch nicht länger. Und wenn sie als Stiefmutter meinen Ältesten noch so weit kriegt, dass er eines Tages auf und davon geht. Da hat sein Auto ihm schon mit gedroht. Und was hab ich dir gesagt, was ich denn tu? Ach, Peter, das ist doch Blödsinn, was du im Sinn hast. Will nach dem Strick greifen und sich hier. Jawohl, man kann sie zuverlassen.
Gott, nur bloß nicht noch nasse Augen. Mach ich bei Männern nicht sehen. Naja, Frau Lührs, Sie werden Sonntag ja seine Ida kennenlernen. Ist doch mir eben... Ach, ich soll diesen Sonntag schon nach Schandelow? Ja, nein, das geht ja nicht. Warum denn nicht? Tut mir leid, ich wäre ja gern mal mit dem Auto gefahren, nicht? Und ich hätte so bei den Karten liegen, Frau Henk, auch gesagt, was ihr für die Zukunft vor alles bevorsteht, wenn sie sich nicht von Stunde an ganz und gar ändert. Ja, das sollen Sie ja auch. Darum bitte ich Sie ja. Warum geht denn das nicht? Ja, dann muss ich meine Freundin Amanda besuchen, die, wo da ganz hinter Bild steht. Und an anderen Tag treffe ich sie nicht an. Ist das denn so wichtig? Dass das mal wichtig ist. Ist die Einzige, die mir noch aus der Klemme helfen kann. Im Mittwoch haben wir doch bekanntlich schon den ersten, nicht? Und da oben in meinem Fantasieschrank, da liegt ein Brief von meinem Hauswirt, sein Anwalt. Wenn ich bis Montagmittag um 12 nicht die rückständige Miete für die beiden letzten Monate bezahlt habe, sehe er sich zur Räumungsklage gezwungen. Das steht mir, armen Frau, bevor. Ach, so verhält sich das. Wird rücksichtslos auf die Straße gesetzt. Liebe Frau Lührs, Ja. wie viel macht denn die Miete? Pro Monat 30 Mark und 3 Groschen. Und das für so ein Loch wie dies hier, das ist doch direkt eine Unverschämtheit, ne? Du, Karl, Ja? ich hab nicht so viel bei mir. Kannst mir mal mit 40 Mark aushelfen bis morgen? Ja, mach ich gern, Peter. Bitte, Frau Lührs. Was hat das zu bedeuten? Nein, meine Herren, das kommt überhaupt nicht in Frage. Was sollen Sie denn bloß von mir denken? So war das eben doch nicht gemeint. Noch schöner. Nehmen Sie das, Mann, und das soll auch nicht das Letzte sein, verehrte Frau Lührs, wenn Ihnen das Glück bei meiner Frau. Dass er endlich wieder Herr im Haus ist. Oh nee, was mich das aber für eine innere Überwindung kostet, so von der Wahrheit abzukommen, kann ich Ihnen gar nicht sagen. Also bis Sonntag, dann nicht? Dann bringen Sie Ihren Neffen auch mal mit, ne? Ach, gerne, Henk. Und vielen, vielen Dank auch, Herr Henk. Gar nicht für. Tschüss denn. Tschüss auch, Herr Henk. Meine liebe Frau, wenn ich auch immer so aufrichtig, so ehrlich und so gewissenhaft sein wollte und so wie Sie mit der Wahrheit... Na, dafür sind Sie ja auch Viehhändler, nicht? Tschüss, Frau Lührs. Hitte, Hitte, komm mal her. Ah, was ist denn? Hitte, was sagst du nun? Oh, Tante, wenn das bloß auf die Dauer gut geht. Aber das ist doch dummhaftigen Schnack von dir. Hast doch vorhin gehört, Mannlos voll die Chibi. Die Welt will betrogen sein. Na also. Hier, Henk Schandelow. Ach, du bist es, Karl.
Bist du noch nicht hier mit Frau Lührs? Ach so, aus Hittfeld rufst du an. Seid ihr mal eingekehrt, aha. Nee, die ist noch nicht wieder zurück. Du, Karl, red du mal noch tüchtig auf Frau Lührs ein, dass sie ihr da so richtig Angst und Bange macht, nicht? Und nicht bloß wegen ihrer Strafsache mit der Polizei in Hamburg. Ja. Du, Karl, du darfst Frau Lührs aber nicht bis vor meine Tür bringen, hörst du? Nee, lass sie man schon bei der Kirche aussteigen, das ist ja denn nicht mehr weit. So, erst mit, ihr Neffe. Nee, ich bin ganz allein zu Hause. Ja. Ist gut, Karl. Tschüss. Nun, du. Ich denke, du guckst beim Fußballspiel zu. Ach, ich war da. Weißt du, was Wilhelm Riedner mir da erzählt hat? Na? Gestern ist er in Lüllau Ball gewesen. Ne? Na und? Und weißt du auch, wer mit jedem Hans und Franz getanzt hat? Ne? Heike Schierhorn. Gut, dass du dich da so über aufregst. Du willst doch von Schierhorns Heike gar nichts wissen. Will ich auch nicht. Ja, ich auch nicht. Ach du, Mensch. Und denkst du, ich habe ihren Vater das schon vergessen, dass er mir im Herbst 46 den Gendarm auf den Hals geschickt hat, als wir Schwarz geschlachtet haben? Nee, so einen will ich nicht in der Verwandtschaft haben. Ja, das sagst du nun. Wenn Mutter aber immer wieder davon anfängt, was das für ein schöner großer Hof ist und dass Johann Schierhorn sich bald aufs Altenteil setzen will und dass ich mal bloß zuzugreifen brauche, ja, dann bist du schön still. Das kommt nur aber anders. Ach, als wenn du das fertig bringst, dich gegen Mutter ihr Regiment aufzulehnen. Das wirst du ja gewahr, mein Sohn. Und du red doch nicht. Wenn Mutter dir in ihrem scharfen Ton kommt, dann klappst du doch jedes Mal zusammen wie so ein altes, ausgeleiertes Taschenmesser. Also, was ist das für ein Vergleich? Ja, das ist doch auch so. Kein Piep, sagst du. Lässt dir alles von ihr gefallen. Du, aber was böckst du denn so? Bist du ja von Mutter her so gewöhnt. Ja. Sagst du so. Mutter wird nur aber ihre Gewohnheit ablegen, mit mir hier immer rumzukommandieren. Und das sogar heute noch. Wieso denn heute noch? Otto, du pass mal auf, was ich dir nun anvertraue. Mir was anvertrauen? Ja, du. Also heute... Naja, wenn du... Nee, Otto, geh nicht ran. Das ist Mutter gewiss. Ist also noch in Winsen. Ist wohl gerade von Henry aus dem Krankenhaus gekommen. Lass sie doch. Otto, nimm der Vernunft an. Sie will doch bloß wissen, ob wir hier sind. Ja, das kann sie doch auch. Das sollen wir aber doch nicht. Sie will doch, wenn sie zurück ist, allein zu Hause sein. Nicht? Darum solltest du doch Schierhorns besuchen und ich solle nach Jesteburg wegen dem Bullen. Du hast ja gesehen, ich hab mich nicht nach Lüllau hinschicken lassen, nicht? Otto, du verderb doch nicht alles. Otto. Ja, was willst du jetzt, Otto? Ach, du bist das Geser. Ach, denn nichts für ungut. Ja, ich dachte eben, das wäre meine Stiefmutter. Ja. Aha. Was, hier im Krug bist du? Hast du denn schon wieder freigekriegt von deiner Gnädigen? Ach so, vom Staatsanwalt. Ist ja nett von ihm, ne? Ja. Feingeser, ja. Halt dich zu Hause, aber nicht so lange auf, hörst du? Naja, bloß abgeben und dann kommst du her. Ne? Schau mal, der. Jo. Ulmer, bist du noch da? Ja, komm über den Hof, ne? Ist besser. Ja, du weißt, du lach mich doch zu viel. Was? Ja, ist besser. Du weißt doch, wegen... Was denn? Ach nee, Vater, der quakt da immer zwischen hier. Ne? Ja. Schön. Tschüss, mein Dear. Tschüss. Was soll Geser denn hier? Was Geser soll? Tch. Will ein bisschen mit ihr zusammen sein. Ja, aber doch nicht hier bei uns, wo wir auch nicht hier sein sollen. Nicht hier sein sollen. Ich lass mich nicht einfach aus dem Haus schicken. Ne? Otto, nun hör doch endlich mal zu. Was für ein Glück, dass du zu sehen gekriegt hast, als Mutter die Briefmarke auf den Brief klebte. Ach, den sie an diese Kartenlegerin da in Hamburg geschickt hat? Ja, und den Brief, den habe ich mir abends noch wieder zurückgeholt. Von unserer Post, ey? Ja, du. Und da stand es doch wahrhaftig drin, was du dir schon gedacht hattest. Dass Mutter die Olsche hierher bestellt. Zu heute Nachmittag, jawohl. So was, Mensch. Will also nur schon wissen, wie ihre Sache vor Gericht ausläuft. Ja. Will immer so klug sein und glaubt an so einen Blödsinn, Mensch. Oh. Sag nicht Blödsinn, du. Ich habe mein Urteil über die Frau Lührs auch gründlich revidiert. Jawohl, revidiert. Du? Hier, sag mal, kennst du die alte Schule denn?
Ich bin ja vorgestern gar nicht in Winsen auf dem Landratsamt gewesen. Ich hatte Karl Mark ja den Brief gezeigt und der hatte mir vorgeschlagen, mit ihm nach Hamburg zu fahren. Was denn? Denn bist du auch bei dieser Kartenlegerin gewesen? Ja, wieso? Was heißt auch? Ich werde Karl doch nicht allein fahren lassen, ne? Ach so, nee, ganz recht, ja. Sag mal, hast du dir auch von ihr so die Karten legen lassen? Also was die Frau gesagt hat, das stimmt alles. Alles. Ha, genau. Nee. Was denn zum Beispiel? Hat mir gleich gesagt, dass ich eine zweite Frau habe. So. Dass die bald was mit dem Gericht zu tun kriegt. Guck mal an. Dass ich von ihr noch einen Jungen habe, der nur still zu Bett liegen muss. Ist ja wohl nicht möglich. Ja, und dass ich noch einen Elternsohn habe von meiner ersten. Und das alles aus den Karten, ne? Ja. Ach, aus den Karten, da konnte sie sogar herausfinden, dass du einen abendwatschen Namen hast. Ich, Nunu, wieso das denn? Das stimmt doch auch. Ob man den von vorn oder von hinten buchstabiert, ist jedes Mal Henk. Ja. Otto. Otto, ja. Ja. Muss man sich direkt drüber wundern, Ja, ne? das habe ich auch. Und wie? Und dass deine Stiefmutter gern will, du sollst eine gute Partie machen. So. Ja, aber doch bloß, damit du bald aus dem Haus kommst. Nicht? Du aber hättest dein Herz an ein nettes, gutes und tüchtiges Mädchen gehängt. Was du nicht sagst. Ja. Wieso, was grinst du denn? Glaubst du das vielleicht nicht? Kein Wort. Nicht? Nee. Ja, woher soll die Frau denn das alles so genau wissen? Das wird Gesa ihr wohl erzählt haben. Gesa? Besser los, Gesa. Ja, wieso weiß die denn? Auch wenn sie das mal nicht schon ist, du. Herein. Na, was habe ich gesagt? Tag, Gesa, mein Herr. Du kommst gerade im richtigen Moment. Sag mal, bist du Freitag noch mal bei der Kartenlehrerin gewesen? Ja, du wolltest das ja doch. Ja, wann denn? Kurz bevor sie mit Viehhändler Mark kam. Da. Ich habe sie doch vom Fenster aus dem Auto steigen sehen. Und dann bin ich dich bei ihr nicht gewahr geworden. Frau Lührs hat mich doch hintenrum rausgelassen. So lange musste ihr Neffe sie und Mark vorne in der Stube in Schnack aufhalten. Ja, das hat er auch. Ja, aber was wolltest du denn bei ihr? Auch Gesa sollte der Kartenleger von allem so ein bisschen erzählen, nicht? Ja, was ich zum Beispiel tun würde, wenn Mutter mich nicht in Ruhe lässt mit ihrem ewigen Du sollst heimlich Schierhorn heiraten. Na und? Och, auf sowas wollte Frau Lührs sich ja leider nicht einlassen. Bei mir aber. Karl Mark und ich haben ihr dasselbe vorgeschlagen. Nun guck mal an. Ach nee, das richtet sich bei der Eichen wohl ganz danach, was man bei ihr bezahlt, was? Sag mal, was hast du ihr gegeben, Gesa? Das letzte Mal nix. Nix? Aber das Mal davor habe ich ihr 2 Mark hingeschoben. Nee, die hat sie aber nicht genommen. Sie hat mir eine Mark 50 wiedergegeben. Ja, sie sagte, von mir als ein Dienstmädchen wollte sie nicht so viel nehmen. Obwohl ihr noch 3 Mark an der Lichtrechnung fehlten. Und bei mir, da fehlen ihr noch 60 Mark an der Miete. Junge Vater, was für ein Glück, dass Mutter dir bloß einen 20-Mark-Schein mitgegeben hat, ne? Wieso Glück? Ja. Die anderen 40 Mark habe ich mir ja von Karl Mark geliehen. Ach, liebe Zeit. Frau Lührs hat also 60 Mark gekriegt. Ja, und wenn man das richtig nimmt, dann war das doch alles Schwindel und Betrug, das mit ihren Karten. Vater, die Hauptsache ist doch, dass die eure Mutter fix was vorschwindelt, nicht? Ja, das kann man ja wohl für 60 Mark auch verlangen sein. Ne? Kommt Frau Lührs denn heute her? Oh, nehmen wir an, nicht, Vater? So, Du, so. hä? Ist Mutter das nicht schon? Ja, natürlich ist sie das. So, mit wem schnackt sie doch mal eigentlich? Mit Schuldens Mutter. Ja, richtig. Schulzes Mutter ist das ja. Ja. Da, du lässt Mutter sie stehen und kommt her. Und darf ich machen, dass ich wegkomme? Warum, Gesa? Bleib du mal ruhig hier. Ach nicht? nee, Otto, komm du lieber ein bisschen zu uns rüber. meinst du? Warte mal, Gesa. Wir wollen erst mal sehen, ob sie von vorn kommt oder über den Hof. Nee, die kommt von vorne kommt sie. Der wutscht dich aus der Küchentür raus. Schön, Ne? mein Herr. Tschüss, Otto, aber komm rüber. Ja, natürlich, in 10 Minuten. Da kann mich mein Bruder das kriegen. Du, Otto, was soll ich nur bloß sagen, wenn Mutter mich fragt, warum ich noch nicht nach Gästeburg bin? Da fragst du mich nach. Bist du denn als Vater nicht ein bisschen besorgt, wie deinem Sohn Hinrich das geht? Ja. Na siehst du. Ja, richtig. Die Unruhe, die hat mich so lange hier festgehalten. Ne? Na nu? Seid ihr beide immer noch hier? Hier soll ich als Vater dann nicht gleich zu wissen kriegen, wie unserem Jungen das geht. Na, das wäre heute Abend ja auch noch zeitig genug gewesen, ne? Ja, aber die Unruhe. Da hat dir ist ein Handschuh runtergefallen. Du bist zu faul, ihn wieder aufzuheben, ne? Das kennt man ja schon an dir. Na, wie geht's denn, meinem Bruder? Ah, ich habe noch mit der Oberschwester gesprochen.
Ist ja viel schlimmer, als ich gedacht habe. Vielleicht bleibt das Bein sogar steif. Oh, dieses verdammte Motorradfahren. Ach, Unsinn. Das hätte ihm bei was anderem ja auch passieren können. Muss dann womöglich zeitlebens mit dem steifen Bein rumlaufen. Na ja, den Hof kann er ja immer noch übernehmen, wenn wir beide uns mal zur Ruhe gesetzt haben, nicht wahr? So viel ich weiß, hat Bauer Henk noch einen älteren Sohn und der steht hier. Und so viel ich weiß, hat Bauer Henk den Hof im Sommer 45 notariell auf seine Frau überschreiben lassen und die sitzt hier. Ach, das war ja damals bloß so pro forma. Ja, weil du Ortsbauernführer gewesen bist und Angst hattest, man könnte dich glattweg enteignen, darum doch. Und die Angst, die hast du mir ja eingeredet. Tag für Tag wolltest du überall sowas gehört haben. Jedenfalls steht es schwarz auf weiß im Grundbuch, in allen Registern und allen Papieren, dass mir der Henksche Hof gehört. Dann wird es ja die höchste Zeit, dass es wieder umgeschrieben wird. Ja, das ist ja auch nur mit meiner Einwilligung möglich, nicht? So, nur rede nicht mehr lange. Sieh zu, dass du dich umgezogen kriegst und dann hin nach Gästeburg. Dies ewige Befehl. Das ist ja dummer Schnack. Sagst immer, ich will dir befehlen. Ich will dir nichts befehlen, aber du kannst doch tun, was man dir sagt. Diese Frau, du treibst das nicht zu weit mit mir, das sag ich dir nicht. Sag mal, was tönt dein Vater da? Der Mann, der greift wohl schon, was? Wer weiß, vielleicht greift er auch mal am Strick. Ach, das ist ja dummer Schnack. Das ist das nicht und das will ich dir mal sagen. Ich weiß schon, was du mir sagen willst, aber das musst du doch selber einsehen. Wenn dein Bruder was nachbehält von seinem Unfall. Dann ist das seine eigene Schuld. Eigene Schuld, sagst du? Hat er den Chausseebaum dahin gepflanzt, wo er gegengerast ist? Und wenn Hinrich nachher nicht mehr so laufen kann wie andere Menschen und auch nicht mehr tanzen, findet er so leicht keine Frau mit dem Hof, wo er mal einheiraten kann. Und dann ist es von dir nichts als brüderliche Liebe, ihm hier Platz zu machen. Ja. Und soll eine Heike Schierhorn heiraten, nicht? Nee, du, um Gottes Willen, bloß die nicht. Wie die nicht? Sagst du nur mit mal? Ist ja nicht zu glauben, was Schultens Mutter mir eben von ihr erzählt hat. Ach nee, Schultens Mutter, dir? Ja, denk mal an. Das sind doch noch keine 5 Monate her, seit Schierhorns Hermann unter Trecker gekommen ist, nicht? Und richtet seine Schwester sich danach? Hat sich heute Nacht bei Wolgast auf dem Tanzboden rumgetrieben. Hm? Du findest wohl noch eine andere. Ja, die habe ich schon gefunden. Damit meinst du doch wohl nicht Wesselos Gesa. Ja, damit meine ich Gesa Wesselow. Junge, was willst du denn mit so einer, die bei fremden Leuten dienen muss? Bloß weil zu Hause am Tisch doppelt so viele Kinder sitzen, als Kühe im Stall stehen. Nee. Komm mir nicht mit so einer als Schwiegertochter ins Haus, du. Die hätte bei mir keine frohe Stunde. Na, dann gehe ich aus dem Haus. Naja, das kannst du von mir aus. Ich halte dich nicht. Aber die Wiesen unten an der Seewe, die meine Mutter mitgebracht hat und die mir in ihrem Testament vermacht sind, die behaltet ihr denn nicht? Das kannst du fertigbringen, Otto! Kann ich und tu ich. Jawohl. Nee, was ein Jung. Man meint es so gut mit ihm. Läuft mit offenen Augen ins Unglück rein. Guten Tag. Tag, Frau Henk, ich bin Frau Lührs. Meinen Neffen Peter habe ich auch mitgebracht. Durfte ich doch, ne? Ja, warum sollten Sie den nicht mitbringen? Dann kommen Sie mal gleich hier rein, Frau Lührs, nicht? Ja, gerne. So. Na, was gucken Sie sich hier denn so um? Wie ist das bei Ihnen aber hochnobel und komfortabel, ne, Fidel? Ja, ich habe mir das im Bauernhaus immer ganz anders vorgestellt. So, wie denn anders? Ja, ich habe das mal auf Bilder in Buch von der Lüneburger Heide gesehen. Da kommt man durch so eine große Scheunentür erst auf die Diele. Ne? Auf der einen Seite stehen die Pferde, auf der anderen die Kühe. Und ein bisschen weiter längs, da ist so ein große Feuerstelle. Ne? Da hängt von der Decke eine Kette runter und da am Boden der Kochtopf. Was Sie sich so von uns denken. Aber wenn Sie gerne mal sehen wollen, wie es auf dem Bauernhof aussieht. Ja, kriegt er ja nicht jeden Tag zu sehen, ne? Ah, dann kommen Sie mal mit. Will ich Ihnen das mal zeigen, nicht? Ja, Fidel, dann guckt ihr mal alles genau an. Er hat nämlich große Lust, hier mal eine Zeit lang bei Ihnen zu arbeiten. So. Ja, ein kräftiger junger Mann, der ist mir immer willkommen. Ja, man hört ja so viel von der Landflucht. Ne? Ja. Bei mir will auf die Dauer auch keiner bleiben. Naja, kommen Sie mir mal mit, ich will Ihnen zeigen, wo es rausgeht, nicht? Ja. Fidel, lass dich nicht von den Gänsen beißen.
Was du immer hast, Tante, Mann. So dumm wird er wohl nicht sein, Frau Lührs, ne? Nee, bin ich auch gar nicht. Ich seh bloß so aus. Schön, wenn ich dich fress, sag mal eine Zeit lang von Tisch los bin. Oh. So. Ja. Nanu. Ach, Sie dürfen sich nur nichts dabei denken, Frau Lührs, wenn ich Sie hier sozusagen einsperre, nicht? Och, hier sitzt man ja gern hinter Schloss und Riegel, ne? Im Gefängnis sehen die Zellen nicht so aus. Ja, wollen Sie sich nicht setzen? Danke, ja. Aber legen Sie mal erst ab, Frau Lührs. Ach ja, danke, wenn ich darf, ne? Ja. Und denn noch was, Frau Lührs. Es sollte jemand kommen, dann sind Sie die Frau, der ich gleich nach dem Krieg mal ab und zu was mitgegeben habe, nicht? Ich meine, ein paar Eier und ein bisschen Butter, nicht? Ja, und eine dicke Mettwurst und ein Stück Schinken, ne? Ja, ja. Und aus Dankbarkeit haben Sie mich heute mal wieder besucht. Wollen wir das so halten, Frau Lührs? Ja, mir kann's recht sein. Aber sagen Sie mal, wodurch sind Sie nur eigentlich auf mich aufmerksam gemacht worden? Ja, wodurch, Frau Lührs? Mir so eine Karte mit Ihrer Adresse in die Hände gekommen, aber ich kann im Moment nicht mal sagen, von wo. Das freut mich, aber... Was ist stehen die Blumen hier immer auf der Erde? Ja, das ist jetzt modern, Frau Lührs. Das ist modern. Ja. Na ja. Das freut mich ja, dass meine Geschäftskarten von wegen willst du einen sicheren Blick in die Zukunft sehen, nur auch schon bis nach hier gekommen sind, ne? Ja, ja, aber wissen Sie, eine von diesen Karten ist auch unserem Schulmeister, Lehrer Krull, in die Finger gekommen. Ja, und vor dem müssen Sie sich in Acht nehmen. Ja, der ist gegen sowas. Ja, gegen Kartenlegen und dass sich einer sein Horoskop stellen lässt und auch gegen das Besprechen von Krankheiten. Ja, gestern soll er noch gesagt haben, sowas muss zur Anzeige gebracht werden. Ach, was, der Mann soll den Kindern lieber das Rechnen und Schreiben beibringen, ne? Dafür wird er doch bezahlt, ne? Ganz meine Rede, Frau Lührs. Na, dann wollen wir mal. Nehmen Sie mal ab. 3 Haufen zu sich, bitte, nicht? Aber Sie müssen mir auch die volle Wahrheit sagen, Frau Lührs. Ja, natürlich. Was anderes gibt das bei mir gar nicht. Und wenn die Zukunft noch so düster aussieht. Das ist so niedrig, nicht? Das ist die neue Liebe. Hier kommt ja eines Tages eine Vorladung ins Haus. Oh, die ist ja vom Gericht. Stehen Sie denn unter Anklage? Ja, damit muss ich wohl rechnen. Werde ich denn verurteilt? Ja, sitzen brauchen Sie nicht. Nicht? Nee. Oh, was ein Glück. Nee, das wäre ja auch eine zu große Blamage für mich gewesen, nicht? Naja, ist ja kein schönes Gefühl für eine achtbare Frau im Gefängnis gesessen zu haben, nicht? Bloß das nicht, bloß das nicht. Oh, Sie wissen ja gar nicht, was für ein großer Stein mir vom Herzen gefallen ist, Frau Lührs. Da kommt also nichts danach. Ja, Was ein Glück, dass die Karten so günstig für mich aussahen. Naja, ich meine, das konnte ja gar nicht anders sein, nicht? also so günstig sieht das andere ja aber nun ganz und gar nicht aus, nicht? Nicht? Was denn noch? Tja, wenn Sie das mal bloß abkönnen, das zu hören. Sagen Sie's. Hier stehen schwarze Wolken übern Haus, Frau Henk, knitterschwarze Wolken. Wieso denn das? Na, Sie sind hier ja die zweite Frau im Haus. Ja, ganz recht, das bin ich. Ja, was ist denn mit Ihrem Mann los, Frau Henk? Mit den stimmt was nicht? Oh, was soll mit dem wohl nicht stimmen? Frau Henk, Ihr Mann, der dreht sich ja schon mit Gedanken sozusagen aus schierer Verzweiflung, als wenn ihm das Leben leid ist. Sie meinen, der könnte vielleicht mal eine Dummheit machen? Ivo, dafür kenne ich meinen Mann ja viel zu genau. Frau Henk. Aber ein Mensch kann nie dem anderen in den Kopf gucken, was der so in Stillen denkt. Ja, gewiss, das ist wohl so, aber
Ein Mann, der sollte sich was antun. Frau Henk, hier sind die knitterschwarzen Wolken. Und weswegen fragt man die Karten denn, wenn man dem unerbittlichen Schicksal nicht aus dem Weg gehen will, nicht? Das will man ja auch gern gewiss, aber... Als wenn das nicht schon manchmal so gewesen ist. Man wollte das nicht glauben und eines Tages ist das denn doch so eingetroffen. Dann nützt das gar nichts mehr, sich selbst die bittersten Vorwürfe zu machen und sich zu sagen, hätte ich mal rechtzeitig ein Einsehen gehabt. Wieso denn einsehen? Sich fügen, Frau Henk, und ihm das Heft in die Hand geben. Aber das kann ich doch nicht, nu, so auf den Stutz, nö. Frau Henk, das können Sie und das müssen Sie. Und auf den Stutz, wie Sie eben ganz richtig gesagt haben. Besinnen Sie sich doch mal auf das Wort, was da geschrieben steht. Er soll dein Herr sein. Das ist hier nicht so, Frau Henk, hier nicht. Und darum die knitterschwarzen Wolken. So steht das in den Karten? Bitte, bitte. Das ist ja denn nichts Gutes, was Sie mir da sagen. Ach, das gibt aber noch was, da können Sie wohl Ihre helle Freude anhaben. So, und was ist das? Hier ist ein Sohn im Haus. Ja. Ja, dem haben aber nicht Sie das Leben gegeben. Ja, der ist von der ersten Frau. Und der macht sein Glück. Ja. So, wie das denn? Sein Herz gehört einem netten, guten, tüchtigen Mädchen. Da muss aber noch was im Weg sein. Das müssen Sie sein, Frau Kann man das schon denken, aber wieso sein Glück? Sie hat doch nicht. Noch nicht, aber in 2, 3 Jahren, dann klopft so ganz unverhofft das Glück bei der jungen Frau an die Tür. Und das denn Geld, viel, viel Geld. Wo soll das denn wohl herkommen? Na, hört und liest man nicht jeden Tag, dass wer heute noch nichts auf der Naht morgen schon Tausende und Abertausende gewonnen hat. Ja, das ist wohl möglich. Und wenn das so ist, dass die Karten das in Aussicht stellen? Frau Henk, Sie werden noch mal an mich denken. Und mir dankbar sein, dass Sie durch mich so rechtzeitig einen sicheren Blick in die Zukunft tun konnten. Ja, dankbar bin ich Ihnen ja jetzt schon, liebe Frau Lührs. Ich meine, das Schlimme braucht ja nicht immer einzutreffen, wenn man sich zur rechten Zeit... Danach richtet, ganz recht. Und das will ich. Jawohl. Ja. So, und nun sagen Sie mir mal, was kriegen Sie? Meinen Sie Geld? Frau Henk, das kommt überhaupt nicht in Frage. Doch, das wäre ja noch schöner. Nein. Wo habe ich meine Tasche gelassen? Die steht da auf dem Tisch, aber... Nein, das will ich bin Ihnen ja so dankbar, dass Sie mir zur rechten Zeit die Augen aufgemacht haben. Aber so, nee, Frau Henk, das geht ja. Bitte schön. Frau Henk, 50 Mark. Wie soll ich denn wechseln können? Ich habe gerade 10 Mark in der Tasche. Sollen Sie ja gar nicht. Nun nehmen Sie mal. Was? So viel Geld für das, was Sie von mir zu hören gekriegt haben. Ja, ich gebe Ihnen das Geld. Gib Ihnen das Geld auch lieber wie im Finanzamt, nicht? Ach ja, da haben Sie ja auch wieder recht. Nicht? Aber beschämen tun Sie mich ja doch. Ach, Nicht? was ich wohl tue. Und wissen Sie was? Jetzt koche ich uns erstmal eine schöne Tasse Kaffee. Ach ja, mal zu, ja. Ne? Aber die Karten, die tun Sie lieber weg, die braucht doch niemand sehen, nicht? Die haben ihre Schuldigkeit ja auch nur getan. Ja. Oh Gott. Ach, da kommt noch rein, was Ach, da kommt unser Otto mit seiner Gesa. Ach, Otto. Ich habe zufällig Besuch, Otto. Es ist eine Frau Lührs aus Hamburg. Hat sich in den Jahren nach dem Krieg ab und zu mal was zu essen geholt, aber darauf kannst du dich wohl nicht mehr besinnen, nicht? Nee, kann ich. Das ist unser Ältester, der Otto. Ja. Und das ist seine Gesa. Ja. Die beiden haben sich nämlich gefunden, Frau Lührs. Und wenn es nach mir geht, sollen sie sich auch bald verloben. Ja. Das heißt, zu bestimmen hat unser Vater das natürlich nicht. Darum ist er ja der Herr im Haus. Gesa, willst du dich nicht setzen, bitte? Na, Fräulein, Ihnen sieht man das aber an, dass Sie hier draußen auf dem Lande leben, nicht? Nee, Frau Lührs, das stimmt nun nicht. Nee.
Gesa dient nämlich in Hamburg. Ja, aber ein Staatsanwalt, der jeden verdonnert, der ihm vors Brett kommt. Ja, aber lange willst du da doch nicht mehr bleiben, nicht, Gesa? Oh, ich bin ja mit einer vierteljährlichen Kündigung da. Ja, dann kündige man rechtzeitig. Otto, hältst du es nicht auch für das Richtigste, wenn Gesa denn tagsüber hier bei uns auf dem Hof ist und mir hilft? Wie bei uns? Ja, das wäre doch zu schön, wenn Vatermann damit einverstanden ist, nicht? Ach ja. Na, Fräulein, hier gibt es ja nur bestimmt mehr zu tun als bei so einem Staatsanwalt, nicht? Oh, bei dem wird die Arbeit auch nicht weniger. Nee, die Frau soll ja in ein paar Wochen ihr erstes Kind kriegen. Ach, dann sind das ja noch junge Leute, nicht? Ivo sind schon volle 17 Jahre verheiratet. Was? So lange schon? Und jetzt soll da erst was Kleines kommen? Ja. Na, Otto, ich will ja nicht hoffen, dass es bei euch beiden auch mal so lange dauern wird. Und dabei ist die Frau schon über 40. Was? Schon über, sagst du? Ja, darum ist der Staatsanwalt ja auch so doll besorgt um sie nicht. Ja, was ein Wunder. Bei sowas kann der Frau ganz leicht was zustoßen. Ja. Und wer ist der allein Schuldige? Bloß der Staatsanwalt selber, nicht? Ja. Und dann kann er nicht mal Berufung einlegen, nicht? Ach, Elias, wissen Sie auch, was ich mal so hinter der halb geschlossenen Tür zu hören gekriegt habe? Ja, was denn? Dass sie noch eine Schwester hat. Dem Staatsanwalt seine Frau? Ja, aber die ist viel jünger als sie. Aber der soll auch bald was Lüttes kommen. Ach, auch zum ersten Mal? Ja, und was dem Staatsanwalt sein Schwiegervater ist, der lebt da oben in Husum. Ja. Ach ja, Husum, liegt ja da oben an der Nordsee, Ja, nicht? ganz Ja, richtig. und von dem soll die Tochter, die zuerst einen strammen Jungen aufweisen kann, 40.000 Mark erben. 40.000 Mark, das ist aber ein schönes Stück Geld. Hast du das gehört, Otto? Ja. Ja. Na, ich will mich nun mal erstmal um den Kaffee kümmern, nicht? Na, nu, hab ich denn vorhin die Tür zugeschlossen? Also sowas. Sperr ich mich selber ein, nicht? Kann die Zeit wohl gar nicht mehr abwarten, wo sie vielleicht doch noch eingesperrt wird, nicht? Du sagen Sie mir bloß mal, Frau Lührs, haben Sie dann alles mit dem Kartenlegen fertiggebracht? Ja, wie denn sonst? Dass Ottos Mutter nun mal so nett zu mir ist. Und ihr beiden euch bald verloben könnt. Ja, oh, Frau Lührs, verraten Sie uns doch schnell mal, wie Sie das so angestellt haben. Los. Was denn angestellt? Na ja, so raffiniert. Raffiniert? Was ist das denn für ein Ausdruck? Frau Lührs, das ist doch auch so. Ich meine, wo meine Stiefmutter doch alles gleich geglaubt hat, diesen ganzen Blödsinn. Blödsinn. Also fehlt nur noch, dass Sie auch noch Hokuspokus sagen, nicht? Ach nö, nicht doch, Frau Lührs. Nee, so hat er das doch nicht gemeint. Wir wissen doch ganz genau, wie sich das verhält. Nicht? So, vielleicht wissen Sie ja nun auch schon besser Bescheid als meine Karten, wann bei einer jungen Frau Gesa hängt, dass viele Geld ins Haus kommt, ne? Das viele Geld? Oh, woher soll das wohl kommen, Frau Lührs? Na, ich denke, Sie füllen jede Woche einen Toto und einen Lottozettel aus. Und ich nehme ja auch an, Sie haben sich wenigstens ein von den Losnummern gekauft, die Sie von mir gekriegt haben. Und den Fernsehlotterie mit 5 Mark bist du dabei, ne? Ah, na, und das soll euch kein Glück bringen? Och, Glück, ja. Will ich was sagen, Frau Lührs? Wenn Sie glauben, Sie können mich auch... Wie? Sieh mal hier, Otto. Das ist der Neffe von Frau Lührs. Hat sich hier auf dem Hof bei uns alles ein bisschen angeguckt. Der möchte ganz gerne hier bei uns arbeiten. Ja, habe ich wirklich. So, ja, na Gott, von mir aus, ne? Ja, von mir aus auch, wenn Vatermann damit einverstanden ist, nicht? Ach, Gesa, sei doch so nett und komm eben mit raus. Du kannst schon den Butterkuchen anschneiden, nicht? Butterkuchenverein, der ist wohl selbst gebacken, nicht? Ja, in meinem neuen elektrischen Herd. In elektrischen... Ach, wollen Sie sich meine Küche vielleicht mal angucken? Oh ja, gern. Aua. Da kummelt bestimmt kein Kochtopf von der Decke runter. Nicht? Nein, das ist alles elektrisch. Alles in Ja. auch nicht meine Tasche. Ja, wir haben ja nur alles auf elektrisch. Nicht? Ja, alles. So, und du willst hier bei uns auf dem Lande arbeiten. Ja. Nun sag mir bloß mal, wie kommt das denn? Alles will doch nur in die Stadt rein. Ja, ich bin schon immer für das Gegenteil gewesen. In der Schule schon. So. Wenn die anderen Jungs ihre Schularbeiten gemacht haben, dann habe ich keine gemacht.
Und wenn die anderen Ostern versetzt worden sind, dann bin ich backen geblieben. Ja, du sag mal, wo hast du zuletzt denn gearbeitet? Ich? Beim Sielbau. Ne? Sielbau, ne? Da auch das Gegenteil. Ne? Wie das mal Mittag war, da sind meine Kollegen aus der Kuhle nach oben gestiegen und ich bin von oben runtergefahren. Tja, du musst aber hier bei uns schlafen. Du kannst nicht jeden Tag nach Hamburg zurückfahren, du. Nee, man, ja nicht. Hier kriege ich ja eine eigene Stube mit Radio. Ne? Ja, dann komm mal mit nach oben und guck sie dir an, ne? Ja. Mit Radio? Woher weißt du das denn? Ach so, nee, das habe ich mal gelesen. Ach, ja. Einige Bauern haben ja nun sogar schon Radio in Kuhstall. Ne? Wieso das? Ja, denn sollen die Kühe mehr Milch geben. Na, die Kartenlegerin ist wohl schon wieder weg. Nee, das glaube ich nicht. Dann sollte sie da ja auf mich warten, wo ich dich eben getroffen habe, um sie nach Hamburg zurückzufahren. Weißt du, ich kann doch noch gar nicht über wegkommen, dass die Frau uns vorgestern so doll beschwindelt haben sollte. Ja, nicht? Von der kannst du als Viehhändler sogar noch was lernen. Hat 5 Minuten vorher Wesselos Geser die Seele aus dem Leib gefragt und sagt uns das nachher aus den Karten. Naja, die Hauptsache ist ja, Peter, dass der Frau das geglückt ist, deine Ida butterweich zu machen. Ach, das glaube ich nur doch nicht mehr. Ah, das glaube ich. Oh, da ist ja auch der Herr des Hauses. Und hat uns sogar einen lieben Gast mitgebracht. Darf ich mal eben bekannt machen? Das ist Frau Lührs aus Hamburg. Freut mich. Sehr angenehm. Ja, und Peter, du wunderst dich gewiss, woher ich Frau Lührs kenne, nicht? Ja, das tue ich auch. Du darfst mir nun aber nicht böse sein, dass ich dir das jetzt erst sag. Ich kenne Frau Lührs nämlich schon aus dem Krieg, als du bei den Landesschützen eingezogen warst. So lange schon. Guck mal an. Ja, bin ich ab und an mal hier gewesen und Frau Henk hat mir dann immer so ein bisschen zu essen mitgegeben. So. Ja, und aus Dankbarkeit hat Frau Lührs mich heute mal wieder besucht. Oh, das finde ich ja nett von Ihnen, Frau... Lührs. Ja, und Frau Lührs hat auch ihren Neffen mitgebracht, Aha. Ja, ist ein kräftiger Junge, müssen Sie wissen. Peter. Und der hätte große Lust, hier bei uns zu arbeiten. Was meinst du dazu, Peter? Denn zu bestimmen hast du das ja doch nicht. Ich zu bestimmen? Ja, warum fragst du denn? Wozu bist du denn der Herr im Haus? Oh, mein Kessel ruft dich. Ich muss mich mal eben um den Kaffee kümmern, nicht? Zu schön, dass bei euch hier immer noch der Mann das Sagen hat, ne? Oh. Mensch, Peter, was sagst du nun? Ja, was soll ich sagen? Was soll ich dazu sagen? Ach, wo Frau Lührs, dass da alles so geglückt ist. Ja, wenn das bei Idermann von Dauer ist und ich die 60 Mark für den Löwenkram nicht umsonst ausgegeben habe. Oh, Herr Henk, gut, dass Sie wieder von dem Geld anfangen. Gestern war nämlich meine Freundin Amanda aus Billstedt bei mir. Und darum kann ich Ihnen auch heute das Geld, was Sie mir Freitag geliehen haben, mit bestem Dank wieder zurückgeben. Bitte sehr. Danke. Herein. Och, du bist das, Philipp. Ich dachte, das wäre unsere Alma, die wollen hier nur sauber machen. Ja, ich wollte ja mal fragen, was ich jetzt tun soll. Ne? Komm rein und mach die Tür zu. Ja, ich habe aber keine sauberen Stiefel an. Nee, du hast ja auch den Schweinestall ausgemistet, ne? Das war dir aber auch nötig, du. Ja, wer? Steckt dir einer an, dass du einen anderen Geruch in die Nase kriegst. Ja, du, das backt alles so. Das backt alles so, Mensch. Du sollst den Mist doch nicht mit den Händen anfassen. Ja, die Frage habe ich nicht gefunden. Oh ja. Danke, Otto. Hast du Feuer? So was kann dir auch nicht passieren. Du kennst mich nicht, Otto. Ja, du. So. Danke, Otto.
Tja, das war denn ja wohl keine schöne Arbeit, was? Auch nicht schlimmer als wie beim Seelbau, ne? Ja. Da unten in den Sapsch und Matsch zu sehen, ne? Und dann überhaupt bei so einem Sauwetter, wie das heute ist. Na, hör mal zu, viele. Sauwetter nennst du das? Ja. Der Regen, der ist nicht mit Geld zu bezahlen, du. Ja, bloß dass du bei der Arbeit draußen nass wärst bis aufs Fell, ne? Na ja, bis zum Mittagessen bleibst du drin. Ja. Wir essen heute ein bisschen später, du. Ja, so zeitig, wenn meine Eltern nicht zurückkommen aus Winsen. Was denn? Und so lang drin? Ja, gehst nach oben in dein Zimmer, legst dich aufs Bett. In der Arbeitszeit? Warum denn nicht? Ja, wenn der Chef, wenn Herr Henk das aber merkt. Hör mal zu, Fide, sagt der Bauer und nicht Herr, hörst du? Und ich dachte, ich musste bei jeder Gelegenheit erst recht Herr sagen. Damit Frau Henk auch immer andenkt, dass er nur auch wirklich der Herr ist, ne? Ja, das hat deine Tante mal schön hingekriegt. Mit den Karten legen, was? Ja, die sagt ja immer, die Welt will betrogen sein. So sagt sie das? Ja, aber auf Lateinisch. Ah. Sag mal, hast du denn schon mal einen Brief an deine Tante geschrieben? An meine Tante? Hm? Ach, wo? Ja, dann tu das doch nur. Oh, was soll ich hier denn schreiben? Du schreibst hier so dies und das, nicht? Ja. Vor allen Dingen, wie es nur hier bei uns im Haus zugeht, das will sie gewiss gerne wissen. Meinst du das? Natürlich. Schreib ihm mal einen schönen Brief, hörst du? Das tut, oder mach ich das? Ja, tu. Ja? Ist es sauber da, was? War da Mutter da? Was, nach Winsen sind die beiden? Ja, Mensch, und das in all dem Regen? Mach so sagen, du. Sag mal, sind Sie denn zum Notar von wegen dem Umschreiben? Oh ja, du, da hat Vater ja drauf bestanden. Ne? Ah, wieso deiner Mutter das nur so leicht gefallen ist, ihre Einwilligung zu geben, du? Also, Mutter? Mutter, die ist ja nur so lütt, du. Ach ne? Ja, wenn sie auch ein bisschen Mühe macht, aber sie sagt nur immer, du, was du willst, mir soll's recht sein. Siehst wohl, war doch ganz richtig, dass ich mit deinem Vater bei der Kartenlegerin gewesen bin, was, oder? Habt ihr von der Euschen aber schön was vorschwindeln lassen, du. Naja, wer konnte das denn ahnen, dass seine Gesa sich kurz vorher von ihr hat so ausfragen lassen? Ne? Und deine Mutter, Otto, die wollte doch bloß von den Karten zu wissen kriegen, was sie noch blüht. Ich meine, von wegen der dummen Sache in Hamburg mit der Polizei. Weil sie nicht in den Peterwagen rein wollte. Ja eben, und dass die Polizisten auf der Wache ihr gesagt haben, das würde für sie noch schlimme Folgen haben. Sag mal, du freust dich wohl noch, dass sie brummen muss, was? Oh, Pfui oder das. Das finde ich nicht nett von dir, du. Komm, du reg dich mal nicht unnötig auf, Karl. Hör mal zu, ich will... Augenblick. Ja. Sag mal, Mensch, was ist denn los? Im Vertrauen. Ja? Als Vater mit Mutter eben erst weg waren, kam ein Brief aus Hamburg. Vom Gericht? Ich habe ihn aufgemacht. Ach, Otto. Wieso? Habe ich doch in der Küche getan, über dem Dampf vom Wasserkessel. Na und? Ja, und? Mutter soll nun statt 3 Mark 5 Mark bezahlen und 2,50 Mark Schreibgebühren. Zahlbar an die Gerichtskasse innerhalb 8 Tagen, widrigenfalls 1 Tag Haft. Ist das wahr? Ja. Zeig mal her. Wieso? Ich habe ihn doch gleich wieder zugepackt. Weiter soll doch nichts nachkommen. Nee. Naja, dann wird deine Mutter ja heilfroh sein. Mutter, die krieg ihn gar nicht zu sehen, du. Was? Hab ihn versteckt. Hab mir das Aktenzeichen aufgeschrieben und überweise nur von meinem Geld die 7,50 Mark an die Gerichtskasse. Willst du also deine Mutter noch eine Zeit lang in Angst und Sorgen schweben lassen? Ja, wer weiß, tut dir vielleicht ganz gut, ne? Naja, aber dein Vater, Mensch... Ach, Vater, du also, brauchst gar keine Gedanken drüber zu machen. Oh. Oh, guck mal, da kommen die beiden schon, du. Du, Karl, ich hab dir das im Vertrauen erzählt, nicht? Wenn Vater das zu wissen kriegen soll, bloß durch mich. Ja, ich erzähl dir. Du kennst mich doch, du weißt ja, dass ich nicht sage. Ja, weißt du, Karl, meinetwegen kannst Pfingsten auch Pfingsten, ach, Karl, du bist hier. Ach, Tag, Peter. Ah, guten Tag, Ida, na? Tag, Marc. Ist der Post gekommen? Nee, bloß die Telefonrechnung. Weiter nichts? Weiter nichts, nee. Sag mal, wie sieht es hier eigentlich aus? Ist Alma immer noch nicht so weit? Die rupft wohl noch die Ente, die sie geschlachtet hat. Ente hat sie geschlachtet? Wie kommt sie dazu? Hab ich ihr gesagt. Ach so. Ja, denn. Tu, was du willst. Mir soll's recht sein. Aber wann wollen wir die denn essen? Ich meine, für heute ist es doch schon zu spät. Die soll ja nicht für uns sein, die will ich ja verschenken. Verschenken? Ja. Warum sollst du auch keine Ente verschenken, nicht? Ach, einen Augenblick, Ida. Ich bin ja eigentlich hier wegen dem Kalb. Marc, was geht mich das an? Das ist doch Peters Sache. So, das ist Peters Sache. Hast ja du selber gehört, nicht?
Herr im Haus, bin ich. Naja, nur übertreibt das mal nicht, Peter, ne? Nee, Vater, das hat ja nun auch wieder keinen Sinn, nicht? Was ich sag, das gilt. Und gilt auch für dich, verstanden? Hey, was denn Hier, Junge, hast du die Schlüssel für das Auto? Fahr das mal ins Schuppen, nicht? Sag mal, wo steckt Fide denn? Fide, der ist oben in seinem Zimmer und schreibt einen Brief an seine Tante. So, das kann ich auch heute Abend noch machen, nicht? Lass ihn nur mal den Wagen waschen. Ja, ist gut, will ich ihm sagen. Tschüss. Ja, guten Tag. Na, Peter, wie ist es mit dem Karl? Nee, Karl, ich will noch nicht verkaufen. Hab dir ja noch gar nicht gesagt, was ich dir da verbieten will. Also, wie ist es? Nee, Karl. Ja, dann hätte ich mir den Weg zu dir ja sparen können. Oder soll ich vielleicht die Ente geschenkt kriegen, was? Das könnte dir wohl so passen, oder? Junge, der Wagen sieht aber aus, Vater. Ja, ist das ein Wunder bei dem Wetter? Dabei wollte sie eigentlich noch mit mir nach Lüneburg. Deine Ida? Nach Lüneburg, was wollte sie da denn? Die wollte den Professor Brettschneider sprechen, aber ich hatte keine Lust, da noch hinzufahren. Ja, Professor Brettschneider. Brettschneider, das ist doch so ein Spezialarzt für die Nerven, meine ich. Och, wollen Sie sich von dem untersuchen lassen, Vater? Sie meint wohl, der Mann, der kann ihr eines Tages helfen, wenn sie sich vor Gericht verantworten muss, von wegen Yachtschein und so. Du, so weit wird das mit Mutter aber nicht mehr kommen. Oh, und das sag nicht. Du, in solchen Sachen mit der Polizei, da kannst du schon allerhand erwarten. Du. Ja, du hör deinen Jungen doch erstmal an, Peter. Ja, pass mal auf, ich will dir das nur schon sagen. Hier, Henk. Ach, du bist das, Gesa. Ach, Gesa. Na, Peter, Gesa. Ja. Ja. Was ist das? Mann, oh Mann, ist das wahr, du? Wer sagst du? Lehrer Krull, uns. Tja. Ach, Vater und Mutter und Viehhändler Mark auch? Was? Junge, Mister. Das ist ja wohl nicht zu sagen. Donnerwetter, noch mal zu ja. Du sag mal, von wo rührst du überhaupt? Ach, das ist gut, ja. Nee, das ging ja nicht. Ist gut. Ja, natürlich. Mach ich. Tschüss, Gesa. Schönen Dank, ne? Tschüss, Nadja. Gesa war das? Ja, hat aus dem Milchladen angerufen. Und was war das mit mir? Mann, da kommt nur was bei raus, du. Sag doch schon, Junge. Also dieser Staatsanwalt Pulvermann, der hat sich noch ein paar Akten mitgebracht gestern Abend und wollte sie wohl noch bearbeiten. Ne? Ja, Gott, wenn der Mann sich ein paar Überstunden verdienen will. Heute Morgen hat er sie vergessen, wieder mitzunehmen. Wie Gesa nur seinen Schreibtisch abwischen will, da liest sie Strafsache Frau Wilhelmine Lührs. Was kann die denn verbrochen haben? Na, wegen ihrem Kartenlegen. Das soll strafbar sein. Weil sie das gewerbsmäßig betrieben hat. In der Akte lag auch ein Schreiben bei, hier aus Schandelow, an die Hamburger Staatsanwaltschaft. Hier aus Schandelow? Da lag sogar eine Geschäftskarte von Frau Lührs bei. Ach, von wegen, willst du einen sicheren Blick in deine Zukunft, Ja. Wer macht das denn dahin geschickt haben? Lehrer Krull. Unser Schulmeister. Tja. Woher weiß der das denn? Soll der Wilhelm Rabeler ihm das denn doch verraten haben? Hast du dem das denn erzählt? Dass wir bei Frau Lührs waren und Frau Lührs bei uns. Aber doch im Vertrauen! Ach, du liebe Ihr habt mir fest versprechen müssen, das Jahr für sich zu behalten. Wilhelm Rabeler, Ja. der Lehrer Krull immer den Honig ins Haus bringt, damit sein dösiger Jung endlich mal mit versetzt wird. Und wo man weiß, dieser Schulmeister, der will hier bei uns den Aberglauben und den Hexenglauben und das Wahrsagen bekämpfen. Und Mensch, du weißt ja gar nicht, was du angerichtet hast. Ausgerechnet diesen Wilhelm Rabeler, du Ja, der verdammte Kerl, den knöpf ich mir nur mal vor. Der soll was zu hören Den Knöpfen, der hätte mal vorher knöpfen sollen mit. Ich will ihm helfen, der soll was machen. Komm mal her. Oder hol ihn zurück, wir müssen das doch nur bereden. Ach, nun lass ihn laufen, was hat das nur für Sinn? Junge, was macht da nur Nachkommen? Und das kannst du doch wohl denken. Gesa hat ja auch die Notizen gelesen, die der Staatsanwalt sich in seinen Akten schon gemacht hat. Vorzuladen als Zeugen das Ehepaar Henk und der Viehhändler Karl Mark aus Schandelow. Als Zeugen? Ja. Und Mutter auch? Ja. Oh, Mensch, und wenn das dann denn zur Sprache kommt, dass Mark und ich bei Frau Lührs waren und ihr das alles bloß eingeredet habt. Das wird die Kartenlegerin wohl auch sagen. Dann kriegt Mutter das ja zu hören. Natürlich kriegt sie das zu hören. Oh, das geht nicht gut. Da müssen wir einen Block vorschlagen. Aber wie denn, Vater, wie denn? Das weiß ich auch. Ja, siehste. Aber zu wissen kriegen darf Mutter das nie. Vater. Nie! Ja, Piep, komm mal runter! Was ruft sie ihn denn? weiß ich nicht. Will ihm wohl wieder was zustecken. Du stopfst ihm alle Nase lang, hinten und vorne was rein. Du, meine einzige Hoffnung ist ja, dass der Termin erst dann ist, wenn Sie Mutter schon eingesperrt haben. Ich wollte dir das ja eben schon sagen, Vater. Du kommst hier erst mit rein. Das wäre ja noch schöner. Sachen packen und ausrücken. So, was ist denn los? Das wirst du ja gleich erfahren. Ich komme eben in seine Stube, wollte mal sehen, ob Alma die schon in Ordnung gebracht hat.
liegt da dieser Brief auf dem Tisch. Oh Mann. Und du hast ihn gelesen? Ida. Ich habe ihn gelesen, jawohl. Du weißt doch ganz gut, dass sich sowas nicht gehört. Das Briefgeheimnis darf nicht verletzt werden. Ich habe es aber doch getan. Und wer, hast du mir eben draußen gesagt, hat dich dazu aufgefordert, das hier zu schreiben? Nun sag mal, sag. Otto, Hörst du das? Dass du dich nicht schämst, Junge, ihn zu sowas anzustiften. Och, was kann viele schon groß geschrieben haben? Ja, ja. Liebe Tante, teile dich mit, wie gut ich das hier habe, weil Frau Henk mich immer fix was zu essen geben tut, damit ich immer hübsch den Mund halte. Ach nee, das wollte ich ja gar nicht vorlesen. Aber dies hier. Liebe Tante, Sie haben hier noch allerlei große, dicke Mettwürste hängen. Von die Sorte, wo du eine gekriegt hast. Was heißt das? Von mir hat sie keine Mettwurst gekriegt. Oh Gott, da hat er wohl eine Mettwurst gemeint, die du seiner Tante mal mitgegeben hast, als sie hier in Krieg bei uns gehamstert hat. Nicht? Wieder? Nicht? Die hätte doch damals gut geschmeckt, nicht? Ja, die habe ich gemeint, ja. Du bist ja gerade so verlogen wie deine Tante mit ihrem Kartenlegen, du. Kartenlegen? Hast du dir von Frau Lührs die Karten legen lassen? Jawohl, ich habe sie mir legen lassen. Warum sollte ich sie mir nicht legen lassen? Ja, ist ja gut. Ida, war ja ganz vernünftig von dir. Bloß man muss sich ja dann auch danach richten, wenn man Unglück und Unheil verhüten will. Tut er doch nicht. Es war doch alles Lügenkram und Schwindelei, was die Alte aus Hamburg mir da erzählt hat. Hier, hör doch, was er weitergeschrieben hat. Liebe Tante, wie gut, dass Herr Mark dich auf die Fahrt in sein Auto nach Schandelow alles gesagt hat, womit du Frau Henk fix bange machen sollst. Damit sie sich bessert und ihr Mann sich nicht noch aufbummeln braucht. Was hat das zu bedeuten, du? Ach, das habe ich doch bloß so hingeschrieben, weil die Seite noch nicht ganz voll war. Du bist eine ganz niederträchtige Kreatur. Sieh zu, dass du zu deiner Tante nach Hamburg wieder hinkriegst. Aber ganz wissen schnell, nicht? Er bleibt, das hab ich zu bestimmen. Du? Nee, dann hau ich lieber gleich ab. Und wenn ich zu Fuß nach Hamburg laufen soll. Ja, wo steht ihr beide da, was? Ich werde aus dem ganzen Kram überhaupt nicht schlau. Du, Otto? Wie soll man das nicht, Vater? Nun rede doch nicht. Er hat dir doch ein Floh ins Ohr gesetzt. Denn du bist für sowas ja viel zu dumm und zu tüffelig. Du, ich verbitte mir ein für alle Mal solche Ausdrücke. Du kannst dir verbitten, was du willst. Ich gehe jetzt zu Mark. Der wird mir schon alles erzählen. Dazu weiß ich viel zu viel von ihm und von seinem Viehhandel. Los, schnell, Vater. Ruf schnell bei Karl Mark an. Man ruf ihn an. Vier. Ach nee, das Telefonieren, das lass man nach. Mark ist nicht zu Hause. Den habe ich von oben auf Rabelers Hof rauffahren sehen. Der hat kein Telefon. Und dann laufe ich auch gleich zu Lehrer Krull. Denn der sucht ja sowas wie das hier mit der Kartenlegerin, die mir für solchen Betrug einen 50-Markschein abgenommen hat. Nun ist sie weg. Aber sie kommt wieder. Otto, jetzt kann uns bloß noch deine Gesa helfen. Meine Gesa, was soll die denn? Was die soll? Die muss ein bisschen nett sein zu ihren Stars dabei. Die muss ihm ein bisschen um den Bart gehen, dass er den Termin für die Kartenlegerin erst dann ansetzt, wenn Mutter schon hinter den schwedischen Gardinen sitzt. Vater, das ist doch Blödsinn, was du da sagst. Das ist kein Blödsinn. Das ist ein ganz genialer Einfall, ist das. Ich wundere mich ja selbst, dass ich da aufgekommen bin. Vater, ich wollte dir das ja vorhin schon sagen. Mit Mutter, da kommt nichts mehr nach. Was? Da soll nichts nachkommen, du dumme Junge? Wo sie mit Gewalt in den Peterwagen gestuckt werden musste, wo sie auf der Wache da ausfällig geworden ist. Du, das will ich dir sagen. Wenn solche Frau nicht zumindest ein halbes Jahr brummen muss, dann glaube ich nicht mehr an die irdische Gerechtigkeit. So, meine Herren, hier die Sache wäre ja nun erledigt. Was haben wir denn jetzt noch? Strafsache Frau Wilhelmine Lührs, Witwe, Herr Amtsrichter. Das ist ja die Kartenlegerin, das ist der Kaffermacherei, ja? Aber erst 10:15 Uhr. 10:15 Uhr? Ja. Oder haben wir ja noch ein bisschen Zeit?
komm ich eine Pause einlegen, weißt du? Herr Wachmeister, Pause, ja? Jawohl, Herr Amtsrichter. Pause! Pause! Hier, Herr Amtsrichter. Hier bin ich. Entschuldigen Sie bitte die Verspätung. Was wollen Sie denn hier? Ich soll hier zeugen. Zeugen? Zeugen? Wer sind Sie denn? Ich bin doch der Sie eben aufgerufen haben, Herr Amtsgerichtsrat. Ich Sie aufgerufen? Ich denke ja nicht. Ja, Sie nicht, aber der Herr Wachmeister doch. Ja. Ach so, dann wissen Sie also davon. Da weiß ich gar nichts davon, Herr Amtsrichter. Ich habe zwar Pause gerufen, aber sonst weiter nichts. Na ja, doch, der bin ich. Pause bin ich doch. Hier, bitte. Alfred Pause. Vorladung zum Amtsgericht. Als Zeuge. Ja, also. Ist doch merkwürdig, was es nicht alles gibt, ne? Kaum zu glauben. Ja, es steht hier schwarz auf weiß. Sie heißen zwar Pause, nicht wahr? Und ich habe auch Pause gerufen, aber mit dem Wort Pause hat der Herr Amtsrichter nicht Sie gemeint. Ja, so ist es. Ja, eben. Und bei uns sind Pause nicht zum Zeugen da. Verstehe ich nicht. Wenn er nicht zum Zeugen ist, warum hat man mich dann hierher bestellt? Und mitten von der Arbeit weg? Na, nur also mal ein kaltes Blut, nicht wahr? Sie werden ja erwartet, aber nur nicht bei uns hier. Im Verhandlungssaal nebenan sind Sie mal hier Zimmer 206c und 206b, da sollen Sie hingehen. Um Himmels Willen, warum hat man mir das nicht gleich gesagt? Da muss ich ja sofort hin. Hoffentlich ist da nicht gerade Pause. So was Milchiges. Legen Sie das zu meinen Akten drüben ins Gefäß. Herr Staatsanwalt, Sie sind heute so nervös, so unruhig, oder meine ich das nur? Ich habe eine solche Unruhe in mir. Unruhe? Ja, warum das denn? Ja, ich bin Ihnen ja sehr verbunden, Herr Amtsrichter, dass Sie jetzt eine kleine Pause eingelegt haben. Die möchte ich dazu benutzen, schnell einmal bei mir zu Hause anzurufen. Wieso? Vorausgesetzt, dass mein Anschluss nicht immer noch gestört ist. Ja, ist da was passiert? Ist da was los? Tja, seit heute früh ist bereits Professor Fahrenholt hinzugezogen worden. Professor Fahrenholt? Das ist doch der bekannte Gynäkologe. Nun ja, meine Frau geht ihrer Niederkunft entgegen. Was? Zu Hause, nicht bei ihm in der Klinik? Meine Frau wollte es ja so. Ja, mein Gott, na ja, haben Sie denn Angst, dass was passieren könnte, oder was? Naja, es handelt sich ja bei ihr um die erste Geburt. Und meine Frau ist doch schon Anfang der 40er. Ach so, ja, ne. Na, hoffen wir, dass Ihre Besorgnis unbegründet ist und dass Sie bald Vater eines strammen Jungen werden, ja? Ja, danke, Herr Amtsrichter. Ja, wenn er doch noch früher kommen wollte als bei meiner Schwägerin, da wird nämlich auch was Kleines erwartet. Oh, früher? Warum denn früher? Ja, der Vater meiner Frau, Herr Amtsrichter, oben in Husum. Einer grauen Stadt am Meer, was? Ja, der alte Herr steckt voller Schrullen. Denken Sie sich, er hat bereits in seinem Testament verfügt, die Tochter, die ihn zuerst zum Großvater eines Jungen macht, erhält 40.000 Mark. 40.000 Mark? Schönes Stück Geld, ja. Naja, und die andere? Nur 10.000. Was? So soll der in seinem Testament bestimmt... Na, der alte Herr, der ist aber schon mehr wie schuldig gewesen. Das kann man nur sagen. Na ja, so sollen wir sehen, das wird bei Ihrer Frau alles prima verlaufen. Ach, wenn man doch nur schon wüsste, wie das ausgeht. Na ja, die Gelegenheit können Sie ja haben. Lassen Sie sich doch von der Angeklagten die Karten legen. Nicht wahr? Wo man bemüht ist, diesen Frauenzimmern das Handwerk zu legen. Eben, wir sehen uns später. Also entschuldige vielmals. Wir sind Zuhörer. Was? Zuhörer sind Sie? Na ja, also Sie können schon reinkommen, nicht wahr? Also als Zuhörer haben Sie sich auf diese Bank da hingesetzt. Was wollen Sie denn mit dem Besen hier im Gerichtssaal? So, das ist mein Werkzeug, den muss ich immer bei mir haben. Mensch, sag mal, was da für ein langer Stil dran. Ja, das ist so, weißt du, immer weit weg von der Arbeit, ne? Was? Wir sind doch hier nicht im Zirkus. Das sind komischen Heini, was soll ich?
Na, Olle, wie schön, dass wir uns hier mal wiedersehen. Ja, das ist wahr. Hey, du sag mir, was stellst du denn nur eigentlich vor, was? Ja, ich bin doch nur bei den Straßenfegern, ne? War mein Onkel ja auch. Ach, Straßenfeger ist ja so. Sag mal, kannst du da denn mal weiterkommen? Das glaube ich nicht. Ich habe ja kein Abitur. Hast du dir für heute freigenommen? Ja. Weil wir gerade Herrn Sieveking seinen Platz hier umfegen, ne? Da habe ich meinen Vorarbeiter gebeten, mich mal 15 Minuten Pfofftein machen zu lassen. So, ne? Brauchst du keinen Zeuge hier zu machen? Nee, du, leider nicht. Du, das Zeugengeld hätte ich mir nämlich gern verdient, weißt du. Ja. Und dann hier, du, tralalala. Ja, weißt du, Fide, es tut mir ja fürchterlich leid, dass mein Vater und meine Mutter und Karl Marx über deine Tante aussagen müssen, nicht? Aber hat alles der Lehrer Krull angerichtet. Jo. Die Lehrers. Ja, und wie sieht das denn über euch auf dem Hof so aus, Olle? Oh, sei heilfroh, dass du nicht mehr bei uns bist. Na, du, das Essen war dir aber prima. Allein schon immer der schöne Schicken und die dicke Mettwurst. Da hättest du auch nicht mehr viel von zu sehen gekriegt. Wieso nicht? Na, wo meine Stiefmutter doch deinen Brief gefunden hat. Ach ja, das war ein Theater, ne? Ja, und wie ist das denn? Ist denn dein Vater nun wieder der Herr? Ja, also der Hof steht ja wieder auf seinen Namen. So. Aber sonst, Tag für Tag, nichts wie Kraft. Oh, Mann. Ja, Vater schläft nur in deinem Zimmer, hat er wenigstens nachts seine Ruhe. Ja, und weißt du, das ist ja auch nicht schön, wenn eine Frau so ist. Ganz bestimmt. Oh, da kommt einer. Und dir werden doch die Beine immer so leicht lang, ne? Also dann kommen Sie ruhig mal rein. Ja, ne? Aber als Angeklagter haben Sie nun auf der Bank da vorne Platz zu nehmen. Ach, auf der Lütten da, ne? Ja. Ach ja, auf der armen Sünderbank, ne? Ja. Naja, ist nicht so schlimm, Frau Lüth. Oh, danke, Herr Wachtmeister, danke. Tschüss. Sag mal, was willst du denn hier? Ja, ich will doch gerne mal wissen, was Sie jetzt mit dir machen, Tante. So, und inzwischen verkommt Hamburg in Schied und Dreck, ne? Frau Lührs, Fide fehlt ja doch alles bloß unter Schränke und Kommoden. Herr Henk Junior, Sie sind das. Ja, was sagen Sie nun bloß dazu, dass ich ausgerechnet mit dem Staatsanwalt was zu tun kriege, bei dem Ihr Braut in Stellung ist, nicht? Tja, Frau Lührs, wie es so kommen kann im Leben. Du, Tante, das soll aber ein ganz schappiger sein, du. Ja? Ist das Kind denn schon da, wovon Ihre Braut erzählt hat, als ich bei euch war? Das weiß ich nicht, Frau Lührs. Ich wollte vorhin bei Gesa anrufen, aber der Berater, der scheint nicht in Ordnung zu sein. Oha, wenn das immer noch nicht da ist und er in Angst und Sorge sitzt um seine Frau. Ist bestimmt mit ihm nicht gut Kirschen essen. Nee. Meinst das, Tante? Das fragst du noch, du Döspaddel. Wenn da was bei Malheur, dann geht ihm doch die Erbschaft aus Husum aus der Nase. Hat Fräulein Wesselow doch erzählt, nicht? Junge, Frau Lührs, Sie haben aber ein Gedächtnis. Da muss man sich direkt überwundern. Hören Sie mal, wenn ich das nicht hätte, wie könnte ich denn wohl über die Karten legen? Ja. Stehen Sie bequem. Morgen, Herr Pastor. Was ich? Oh. Nee, nicht. Setzen Sie sich. Danke. Nur wieder. Herr Wachmeister, sind die Zeugen da? Jawohl, Herr Amtsrichter, die 3 Zeugen sind erschienen. Na ja, da kann es ja losgehen, ne? Na, kommen Sie mal her. Stellen Sie sich mal hier hin. Gern, Herr Präsident. Die Bezeichnung Amtsrichter genügt schon. Och, ich habe euch ja auch mal bloß gut gemeint. Ja. Also, Sie sind die verwitwete Ehefrau Wilhelmine Pauline Dorothea Lührs, geboren am 10.06.1903, wohnhaft Hamburg, 36, Kaffeemacherei 10.
Sie sind bisher unbestraft. Oh, ich möchte das ja auch gern bleiben, geehrter Herr Amtsrichter, nicht? Na ja, das wird ja die Verhandlung mal erst ergeben, ne? Ja. Haben Sie einen Anwalt genommen? Anwalt? Oh, Sie meinen Verteidiger? Ja. Och, nee, wozu? Den brauchen doch bloß die Leute, die das nötig haben, dass es über der Unterschied tritt, ne? Oh nein, Entschuldigung, ich meine, dass er sie wieder aus der dass er sie wieder rausreißt, meine ich. Das kann man nicht so ohne weiteres widerlegen, Ja, nicht? und die wollen ja auch immer gleich Geld sehen, ne? Ja, andere fliegen so zu denken. Ja, dann will ich mal den Eröffnungsbeschluss verlesen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft wird gegen die Witwe Wilhelmine Pauline Dorothea Lührs, geborene Brütt, das Hauptverfahren vor dem Amtsgericht Hamburg eröffnet, weil die Angeklagte hinreichend verdächtig erscheint, das sogenannte Kartenschlagen gewerbsmäßig betrieben zu haben, was schon daraus hervorgeht, dass dieselbe gedruckte Geschäftskarte mit dem Hinweis "Willst du einen sicheren Blick in deine Zukunft tun?" in Verkehr gebracht hat und sich somit des Verjährens hier in den Paragraphen 263 Absatz 2 Ziffer 4 des Strafgesetzbuchs schuldig gemacht hat. Was ist denn mit dem jungen Mann da los? Herr Amtsrichter, das ist ja mal bloß mein Neffe. Er hat ja keine Eltern mehr. Ja. Ich muss ihn immer so ein bisschen bemuttern, nicht? Viele lassen es heulen nach. Und wisst ihr, die Tränen gefälligst nicht mit der Mütze ab. Das ist Staatseigentum. Herr Amtsrichter, Sie meinen eben, was ich dazu zu sagen habe? Was ich dazu zu sagen habe, aber wie soll ich als einfache Frau nur wissen, was das mit diesem Paragraphen auf sich hat? Naja, der Paragraph, das ist der Paragraph, der sich mit Betrug befasst. Ja. Karten legen, Wahrsagen, Hexen, Wahrsagen aus Kaffeesatz, Hellsehen, Gesundbeten und so weiter und so weiter. Ne? Aha, so. Bitte? Ja. Ja. Und da Sie das Kartenlegen ja gewerbsmäßig betreiben, was ja schon hier aus der Geschäftskarte hervorgeht, haben Sie sich eben mit dem Gesetz in Konflikt gebracht. Och, Herr Amtsrichter, immer die Gesetze und die Gesetze. Wäre doch viel schöner, wenn man mal den gesunden Menschenverstand in Anwendung bringen täte. Liebe Frau Lührs, lassen Sie sich ein für alle Mal sagen, wir haben es hier mit Gesetzen zu tun und mit Strafprozessordnung. Der gesunde Menschenverstand hat in diesen Räumen nichts zu suchen. Na, der Mann zu. Ja. Aber die Leute, die so eine Gesetze gemacht haben, denen ist das bestimmt nicht so klöderig gegangen wie unser einem. Darüber haben wir keine Betrachtungen zu machen. Herr Staatsanwalt, darf ich bitten? Angeklagte! Wodurch bestreiten Sie ansonsten Ihren Lebensunterhalt? Ach, Herr Staatsanwalt, das ist ja ganz schnell erzählt. Mein seliger Mann war ja auch ein treuer Diener des Hamburger Staates. Jawohl, er war Straßenfeger. Und was für einer. Wie der Mann das raus hatte, so mit so einem Sislaveng, so um Laternenpfahl rumzufegen. Ja, ist schon gut, schon gut. Herr Staatsanwalt, bitte. Angeklagte! Ja. War Ihr verstorbener Mann bei der Straßenreinigung fest angestellt? Und wie, und wie? Das heißt bloß bis zu seinem Tode. Versteht sich. Bekanntlich erhalten die Witwen der Arbeiter und Angestellten der öffentlichen Dienste eine Pension. Wie viel erhalten sie folglich? Naja, also so lange war mein August da ja nicht bei, ne? Darum sind es ja auch mal bloß 139 Mark. Aha. Ich meine, pro Monat, nicht für die Woche, oh ja nicht. Ja, das kann ich mir schon denken, natürlich. Herr Staatsanwalt, bitte. Angeklagte! Ihr Mann war doch auch in der Invalidenversicherung. Demzufolge beziehen Sie obendrein auch noch Ihre Witwenrente. Tu ich, hol ich mir jeden Monat von der Post ab. Steh mir da auch immer in der langen Schlange die Beine live, ne? Und immer grad, wenn ich ankommen tu, macht der Beamte den Schalter dicht, hängt ein Schild an, vorübergehend geschlossen, nimmt einen Schlüssel und geht... Das gehört nicht hierher. Nee, deswegen geht er ja auch raus. Angeklagte! Wie hoch beläuft sich Ihre Witwenrente? Herr Staatsanwalt, was meinen Sie wohl? Raten Sie mal.
ich stelle hier die Fragen. Ganze 43 Mark und 8 Groschen. Die Witwenrenten sind aber neuerdings erhöht worden. Um lausige 5 Mark, ja. Und als der Hamburger Staat das spitz gekriegt hat, da hat er sich wohl gesagt, Wilhelmine Lührs, du darfst nicht zu üppig werden. An deutschen Wirtschaftswunder teilzunehmen, steht dir nicht zu. Was du auf der einen Seite nur mehr kriegen tust, das ziehen wir dir auf der anderen Seite von deiner Straßenfeger-Witwenpension wieder ab. Das ist sehr bedauerlich. Na, das meine ich aber auch. Aber sagen Sie mal, wie lange betreiben Sie schon das Gartenlegen, ne? Wie lange ich das schon betreibe? Oh Gott, wie lange schon nicht? Das ist viele. Piti, weißt du das denn nicht? Frau Lührs, Ihr Neffe ist hier nicht als Zeuge geladen. Der ist ja nicht berechtigt, Aussagen zu machen. Nee. Oh, das Vollgeld hätte ich mir gern verdient. Was ist denn? Was ist denn los? Was haben Sie gesagt? Was meint er? Er sagte, das Zeugengeld hätte er sich gern verdient. Also Friede, du sollst dich doch was schämen, sollst du dich doch. Na, du weißt genau, dass der Hamburger Staat schon so Geld genug zum Fenster raus ausgibt. Denn was du durchspattelt auszusagen hättest, das wäre ich ja doch bloß tünkrank gewesen. Dann nee, Herr Staatsanwalt, aber wirklich noch nicht lange, nee. Angeklagte, was haben Sie denn so im Allgemeinen für Ihr Kartenlegen gefordert? Oh, Herr Staatsanwalt, ich kann mich aber schwer hüten, was zu fordern. Sie wussten also, dass dies verboten war? Nö, so war das ja nur eben nicht gemeint, ganz und gar nicht. Aber nehmen wir mal an, ich wäre so dummhaftig in meine angeborene Bescheidenheit und hätte, sagen wir mal, 50 Pfennig gesagt. Ich meine, nehmen wir bloß mal an, nicht? Ja, denn hätte meine Kundschaft ja auch mal bloß immer 50 Pfennig hingelegt, nicht? Und so waren Ihre, na sagen wir, Entgelte höher? Oh Gott, wie man's nimmt, je nachdem, ne? Ich habe mir ja auch nie Geld in der Hand drücken lassen, kommt nicht in Frage. Erst wenn ich so eine Frau oder Dame rausbegleitet hatte und wieder ins Stube kam, habe ich mich oft selbst gewundert, wenn damit mal ein Markstück lag, ne? Oder 2 Mark. Na ja, Gott, ich will ehrlich sein, auch mal ein 5-Mark-Stück. Hatte da ja vorher bestimmt nicht gelegen, ne? Tja, sollte ich denn nur das Geld nehmen und der Frau nachrufen, sie hätte was bei mir vergessen? Die war doch schon längst die Treppen runter und ich kann mit meinen dicken Füßen nicht mehr so schnell die Ist ja schon gut, Frau Lührs. Aber Sie wollen doch zugeben, dass Sie sich mit dem Gartenlegen bereichern wollten, nicht? Bereichern, Herr Amtsrichter, bis ich da aber reich werden wollte. Und das möchte ich hier mal festgestellt haben. Ich habe sowas aus reinster Menschenliebe getan. No, mit sowas dürfen Sie uns aber nicht kommen. Oh, bitte, Herr Amtsrichter, wie oft ist schon so eine junge Frau bei mir gewesen, in Tränen aufgelöst und schier verzweifelt und wollte wissen, ob ihr Mann ihr ganz und gar untreu geworden wäre. Denn er soll mit einer anderen Frau gesehen worden sein. Und wenn das wahr war, wollte sich scheiden lassen. Tja. Ich hab ihr gesagt, soll sie mal hübsch bleiben lassen. Man weiß ja nie, was man wieder kriegt, ne? Und ich hab ihr auch gesagt, das Mannsvolk, das ist nun mal so. Ja, Anwesende natürlich ausgenommen. Und was soll ich Ihnen sagen, Herr Amtsrichter? Gestern Abend sah ich die beiden Arm in Arm lachend aus dem Kino kommen, hatten sich den Film angesehen, ohne dich kann ich nicht leben. Naja, von dir, es ist ja schön, wenn Sie als alterfahrene Frau versuchen, eine zerbrochene Ehe wieder zusammenzukitten, aber dazu braucht man doch keinen Garten. Aber Herr Amtsrichter, hätte diese junge, verzweifelte Frau mir das denn so ohne weiteres geglaubt? Tja, das ist doch genauso, als wenn ein Arzt zu seinen Patienten sagt, Geduld, sie werden schon wieder gesund. Nee, der Kranke will Pillen verschrieben haben, der will Tabletten schlucken. Auch wenn die nicht mehr Wirkung haben wie Salmis oder Pfefferminzpastillen. Angeklagte! Sie geben also zu, Ihr sogenanntes Wahrsagen bei naiv denkenden, geistig primitiven Menschen in Anwendung zu bringen, nicht wahr? Och, bloß so ne, meinen Sie, Herr Staatsanwalt? Vor ein paar Tagen, da hielt unten bei mir vor der Tür so ein großer Angeberwagen und ein ganz vornehmer Herr kam zu mir. Einer mit so ne grauen Schläfen, einer. Ist wohl schon so über die Mitte von die 60 weg. Ist verheiratet mit einer Frau, die ist 40 Jahre jünger als er. Und seit 3 Jahren wartet er nun schon vergebens darauf, endlich Vater zu werden. Tja, dem konnte ich sagen, er wird in Kürze seine junge Frau in ein Seebad schicken. Aber allein. Und in 9 Monaten wäre er denn glücklich.
Sie von diesem Herrn erhalten, wie? Ich? Gar nichts. Der war ja so glücklich über die Aussicht, endlich Vater zu werden, da hat der an mich gar nicht mehr gedacht. Naja, ich sehe schon, wir sind ziemlich weit abgeschweift. Och, Herr Amtsrichter, ich könnte Ihnen noch mehr so eine Dinge erzählen, soll ich mal? Nein, danke, das genügt mir schon. Wir wollen also weitermachen. Die Anklage gegen Sie und die Anzeige, die kommt aus Schandelow, Kreis Winsen. Ach, demnach haben Sie also auch da den Leuten die Karten gelegt, ja? Leuten. Ja. Herr Amtsrichter, ich bin da doch nicht von Tür zu Tür gelaufen. Ja, das wollen wir gleich mal feststellen. Herr Staatsanwalt, haben Sie noch welche Fragen? Vorläufig nicht, Herr Amtsrichter. Na ja, dann können wir ja mit den Zeugenvernehmungen beginnen. Ja? Das wäre mir sehr lieb, Herr Amtsrichter. Oh, es ist schon reichlich spät, vorgeschritten. Ich schlage vor, auch in Ihrem Interesse, wenn wir die Zeugen direkt gemeinsam vernehmen. Ja? Durchaus damit einverstanden. Herr Richter, holen Sie mal die Zeugen rein. Das Peter Henk nebst Ehefrau Ida und Viehhändler Karl Mark. Jawohl, Herr Amtsrichter. Bitte. Herr Was ist denn? Amtsrichter, darf ich nicht ein bisschen sitzen? Was soll? Ich meine natürlich bloß hier. Ach so. Na ja, bitte nehmen Sie Platz, ja. Ja. Willi, du kannst gleich mal sehen, wie klein und bescheiden meine Stiefmutter hier sein, du. Als wenn sie nicht bis 3 zählen können. Ehepaar Henk Hier. und Viehhändler Mark. Hier. Komm, Peter, komm. Hallo, moin. Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen. Wo bleibt denn die Zeugin Ida Henk? Meine Frau, die stand da ganz hinten im Gang. Will ja mit uns nichts zu tun haben. Ach so. Zeugin Ida Henk. Was heißt hier Zeugin Ida Henk? Für Sie bin ich immer noch Frau Hofbesitzerin Ida Henk. Merken Sie sich das mal bitte, nicht? Lass mich mal da hängen, immer dabei. Lassen Sie mich mal durch, Frau Hofbesitzerin. Bitte. Na ja. Sie sind wahrscheinlich der Viehhändler, nicht wahr? Jawohl, Herr Ratz. Karl Friedrich Wilhelm Mark, 52 Jahre alt, evangelischer Konfession, Wohnhaft Schandelow, Kreis Winsen, mit der Angeklagten weder verwandt noch verschwägert. Ich habe die volle Wahrheit zu sagen, nichts zu verschweigen und nichts hinzuzufügen. Die Wichtigkeit eines Eides ist mir bekannt. Sie haben wohl schon oft vor Gericht gestanden, was? Oh Gott, Ja. ja, Herr Ratz. Na, aber eins haben Sie vergessen. Sind Sie vorbestraft? Gott, Herr Rat, man ist ja kein Kind mehr, ne? aber das waren ja mal bloß immer Geldstrafen, keinerlei Ja. Freiheitsstrafen. Ja, schön, danke schön. Danke. Sie sind Peter Gustav Heinrich Henk, Hofbesitzer in Schandelow. Sagen Sie mal, sind Sie mit der Angeklagten verwandt oder verschwägert? Nein. Sind Sie vorbestraft? Hä? 1946 aber schon wegen des Schwarzschlachtens zu 500 R-Mark und Einziehung des 4-Zentner-Schweins. 4 Zentner? Oh, das hat Sie wohl mehr getroffen wie die 500 Reichsmark, was? Ich sehe, Herr Amtsrichter, Sie haben Verständnis für uns notleidende Bauern. Na, schon gut. Herr Henk, Sie haben mir die reine Wahrheit zu sagen, nichts zu verschweigen und nichts hinzuzufügen, ja? Ist es klar? Gut, setzen Sie sich mit Herrn Mack mal da auf die Bank, bitte. Ja. Und weiter. Sie sind Ida Henk, geborene Kors. Frau Ida Henk, bitteschön. Ja, natürlich. Frau Ida Henk, na klar. Sind Sie mit der Angeklagten verwandt oder verschwägert? Mit so einer, Himmels Willen bloß nicht. Ein Nein hätte genügt. Sind Sie vielleicht vorbestraft? Bitte? Sagen Sie mal, Herr Henk, kriegt Ihre Frau zu Hause zuweilen auch Ihren Mund nicht auf? Da kann sie leider stundenlang nicht wieder zukriegen. Antworten Sie gefälligst, Zeugin, ja? Herr Amtsrichter, darf ich das nicht tun? Nein. Mit Ihrer Frau werde ich schon alleine fertig. Ja, mir ist es noch nie geglückt. Dafür haben wir ganz andere Mittel, ne? Ja, solche Mittel suche ich schon lange. Also bitte antworten Sie gefälligst. Ida, du halt doch den Betrieb hier nicht auf. Was hätt du doch still, ne? Du sagst das doch, dass du den Beamten vom Finanzamt, als er dich Soforthilfe holen wollte, in die Mistkuhle geschmissen hast. Dafür solltest du doch 3 Monate kriegen. Ist aber leider umgewandelt in eine Geldstrafe. Naja, da sind wir noch mal ganz glimpflich davongekommen. Gegen die Übernehmen eines Beamten des Staates gegenüber. Nun machen Sie uns bei der Behandlung hier auch keine Schwierigkeiten und alles ist klar. Herr Staatsanwalt, ich stelle anheim, wenn Sie die Zeugen noch befragen wollen, bitte
Wenn Sie gestatten, Herr Amtsrichter. Frau Henk, wodurch sind Sie auf die Angeklagte aufmerksam gemacht worden, dass dieselbe Leuten einen sicheren Blick in die Zukunft zu bieten sich empfahl? Durch so eine Karte, Herr Staatsanwalt. Aha, das wollte ich hören. Hegten Sie den Wunsch von Frau Lührs, etwas für Sie Wichtiges aus den Karten zu erfahren? Nö, kann ich im Augenblick gar nicht mehr so genau sagen. Ida, du darfst hier nichts verschweigen. Sei doch ruhig. Moment, Herr Staatsanwalt, bitte sagen Sie es uns, sonst sitzen wir morgen früh noch hier. Meine Frau wollte wissen, ob sie diesmal eingesperrt wird. Was du alles weißt. Moment mal, diesmal, wieso diesmal? Ja, sie hatte sich ja hier in Hamburg mit der Polizei angelegt. Sag das doch mit dem Peterwagen. Was geht mich das überhaupt an? Sie musste ja mit Gewalt in den Peterwagen gebracht werden. Und gegen die Beamten auf der Wache ist sie ja auch noch rabiat geworden. Warst du dabei? Hast du ja selber zu Hause erzählt. Ach, da war es also regelrechter Widerstand. Das ist ja sehr schön. Hat man da noch nichts gegen Sie unternommen? Was ist denn los da? Was ist denn da? Hallo? Was soll das mit dem Brief? Ach, ich hab den Brief mitgebracht vom Gericht, nicht? Wie kommst du dazu, das schon unerhört? Ist sein Sohn, Herr Amtsrichter, nicht Ihrer. Warum möchte den Brief? Und aufgemacht. Moment mal, der Brief gehört zunächst einmal hier hin. Bitte geben Sie mal den Brief her, ja? Komm du mir nach Hause, du. Oh, bitte. Naja, dann hat ja die Polizei mal wieder beide Augen zurückgerückt. Die Sache ist erledigt für mich. Bitte Sie auch, bitte. Du hast das gewusst und hast mich die ganze Zeit in Angst und Sorgen sitzen lassen, nicht? Ruhe! Darüber können Sie sich zu Hause unterhalten. Herr Staatsanwalt, bitte. Frau Henk, hat die Angeklagte Ihnen aus den Karten etwa eine harte Gefängnisstrafe prophezeit? Nein, das hat sie nicht. Sie hat gesagt, sitzen brauche ich nicht. So. Tja. Ja, und was hat die Angeklagte Ihnen für diese Wahrsagung abverlangt? 50 Mark. Danke. Abverlangt? Ich hab ihr doch nichts abverlangt. Herr Staatsanwalt, das hat sie mir ja förmlich aufgedrängt. Hat gesagt, lieber mir das Geld geben als ein Finanzamt. Und außerdem habe ich zu dem 50-Mark-Schein noch einen Zehner dazugelegt und habe das Geld Herrn Henk wiedergegeben, weil er mir das ja geliehen hatte. Ach, da kann man doch mal sehen, wie verlogen diese straffällige Person ist. Die Bezeichnung steht Ihnen nicht zu, verstehen Sie das? Mein Mann kriegt doch niemals so viel Geld von mir in die Finger, dass er fremden Menschen was leihen kann, nicht? Er hat die Person ja auch erst am Sonntag nach Himmelfahrt kennengelernt, als ich sie zu mir eingeladen hatte. Moment mal. Sie haben die Angeklagte zu sich eingeladen? Ja. Ich habe ihr einen Brief geschrieben, habe ich selbst auf die Post gebracht. Frau Lührs wird doch nur wohl nichts verraten. Oh Mensch, das wird... Ruhe da hinten! Frau Lührs, bitte kommen Sie mal her. Erzählen Sie mir die Sache mal aber genau und vor allen Dingen die Wahrheit, ja? Ja, natürlich, Herr Amtsrichter, genau, wie ich das gewohnt bin. Bitte. Herr Amtsrichter. Moment mal, hier, bitte. Ja. Setzen Sie sich mal dahin. Herr Amtsrichter, hier ist die Einladung nach Ja. Schandelow. Und wie Sie sehen, habe ich die gar nicht mit der Post gekriegt. Ist ja gar nicht abgestempelt. Nicht mit der Post? Nicht mit der Post? Also wie das womöglich gewesen ist. Sagen Sie mal, Frau Lührs, wie ist denn der Brief in Ihre Hände gekommen? Herr Amtsrichter, wenn schon ein Zeuge verpflichtet ist, nichts zu verschweigen und nichts hinzuzufügen, wie viel mehr muss das denn einer tun, der unter Anklage steht, nicht? Ja, selbstverständlich müsste das die Wahrheit sagen. Sie haben sich doch hier zu verantworten. Also Ja, bitte. kann mir nichts anderes übrig. Herr Amtsrichter, ein Tag nach Himmelfahrt besuchten mich die beiden Herren hier. Was, du bist bei dem Waldstück gewesen, du? Bitte schweigen Sie! Und Bitte sprangen mir gleich mit der dicken Mettwurst und so ein Stück Schinken im Gesicht. Du hast ihr den Mettwurst und den Schinken... Hören Sie denn nicht, Sie sollen gefälligst schweigen! Und gaben mir eigenhändig diesen Brief da. Wie kommst du denn dazu? Und dann von haben... der Post? Also zum Donnerwetter jetzt habe ich gesagt, Sie sollen schweigen! Wenn Sie nur einmal den Ton sagen, bevor Sie aufgehoben sind, dann lasse ich Sie rausweisen! Merken Sie sich das! Richtig, jawohl! Sie auch! Weiter bitte! Ja, und haben mich flehentlich gebeten, ja nach Schandelow zu kommen. Ich wollte ja gar nicht, nee. Aber Herr Mark erklärte sich ja großartig bereit, mich mit dem Auto abzuholen. Und was verlangten die beiden von mir? Ich sollte, was ja sonst nie meine Methode ist, bei den Karten legen, Frau Henk fix bange machen. Ach so, wegen den Folgen, weil sie mit der Polizei in Konflikt gekommen ist, was? Nee, also nee, nicht bloß deswegen, Herr Amtsrichter, nein. Aber Herr Mark hat mir ja auch erzählt, dass sie ihrem Mann das Leben zur Hölle machte. So, dass der sich schon mit dem Gedanken trug, nach einem Strick zu greifen, was er Henk mit Tränen in den Augen bestätigte. Ja, du hast ihr... Was ist denn da los? Frau Henk, bitte kommen Sie gefälligst hierher! Was sag ich dir? Sie sollen ruhig sein. Jetzt
Aber sagt zum Donnerwetter mal, Sie haben mit Ihrem Benehmen die Würde des Gerichts verletzt, jawohl. Sie haben einen Zeugen belästigt und tätlich angegriffen. Ich lasse Sie einen Tag einsperren. Bravo! Jawohl! Wachtmeister, bringen Sie die Frau raus. Ich soll mich abführen. Jawohl! Ich bin lachhaftig, ich gehe nach Hause. Das kommt nicht in Frage, bleiben Sie hier. Herr Wachmeister, lassen Sie die Frau nicht entkommen. Oh, Sie sollen die Frau nicht entkommen lassen. Die Frau. Ja. So, was ist ja noch nicht da gewesen, lieber Gott. Das ist mir ja noch nicht passiert, solange ich im Amt bin. Ist das eine rabiate Frau? Das kann man wohl sagen. Das kommen Sie glauben. Ja, deshalb, Herr Amtsrichter, war Peter Henk ja auch drauf und dran, Schluss zu machen. Da sehen Sie, Herr Amtsrichter, und um das zu verhüten, habe ich einmal bloß ganz ausnahmsweise der Frau was anderes gesagt, als was in den Karten stand. Hier stand sozusagen ein Menschenleben auf dem Spiel. Ich wollte den beiden Söhnen den Vater erhalten. Ach, Herr Amtsrichter. Herr Amtsrichter. Wachmeister, was haben Sie denn da? Als wir die Arrestantin in die Zelle bringen wollten, da hat die mich gebissen. Was? Gebissen? Jawohl. Haben Sie Zeugen? Ja, Wachtmeister Müller. Und dem hat sie noch einen Zahn ausgeschlagen. Sofort Tatbestand aufnehmen lassen, jawohl. Herr Amtsrichter. Das ist ja wohl das Letzte. Das ist ja wohl. Das kann ich dann. Diesmal kommt Ihre Frau mir nicht so billig davon wie bei der Polizei. Ich bitte sogar darum. Ihre Frau werden Sie jetzt 6 Monate nicht mehr wiedersehen, verstanden? Das gibt doch noch gerechte Richter. Na, Ruhe da hinten, bitteschön. Jetzt mal weiter. Folius, Ja. wenn Sie auch in diesem Falle gewissermaßen, sagen wir mal, aus Nächstenliebe gehandelt haben, aber Sie stehen ja nicht vor Gericht wegen Vorspiegelung falscher Tatsache, sondern weil Sie mit Ihrem Kartenlegen mit dem Gesetz in Konflikt gekommen sind. Ja. Und weil man mich mit anderen Kartenlegerinnen, die nichts davon verstehen, über den gleichen Kamm scheren will. Darf ich nicht mal dem Herrn Staatsanwalt die Karten legen? Ich meine nur, um zu beweisen, ob was Wahres dran ist oder nicht. Ja, oh Gott, wenn der Herr Staatsanwalt nichts dagegen einzuwenden hat. Na gut, ich will mich mal zu solch einem Hokuspokus hergeben. Sag auch Hokuspokus. So, Herr Staatsanwalt, dann machen Sie mal bitte 3 Haufen. Zusicher. Und nun passen Sie mal schön auf, ne? Was Sie sich da alles zusammenfaseln werden. Umso mehr nämlich erbringen Sie mir den Beweis, dass Ihr anrüchiges Gewerbe nur aus Lug und Trug und Schwindeleien besteht. Nichts anderes ist als Bauernfängerei und Ihnen daher das Handwerk gelegt werden muss. Na nur, Herr Staatsanwalt, Sie sind ja schon eine ganze Reihe von Jahren verheiratet, nicht? Das zu erraten dürfte wirklich nicht so schwer sein. Erraten tue ich gar nichts. Hier kommt es drauf an. Ihre Frau ist auch nicht gerade mehr so jung, ne? Das beabsichtige ich auch nicht abzustreiten. Na, so an die 40 oder was drüber, das müsste schon hinkommen. Ja, trifft zu. Aber Herr Staatsanwalt, was sehe ich? Nur erst sollen Sie Vater werden? Herr Staatsanwalt, also eine leichte Geburt wäre das schon nicht. Nee. Aber man keine Angst, Herr Staatsanwalt, wird ja alles gut, ja. Und dann kommt von ein bisschen was weiter weg, von da, wo ein großes Wasser sein muss. Husum. Ja, kann sein, kenne ich nicht. Eine frohe Kunde denn ins Haus und die bedeutet Geld. Viel Geld. Hier mehr weiß ich nicht. Ich meine, den Karten nicht rausziehen. Herr Staatsanwalt, was sagen Sie nun? Ja, Herr Amtsrichter, was sagen Sie dazu? Ich weiß nicht. Herr Staatsanwalt! Herr Staatsanwalt, Sie sind Vater geworden vom Stammjungen. Ihrer Frau geht es gut, ist gar nichts zu befürchten. Ja, hat man denn da für Töne? Ja, das ist ja noch nie vorgekommen, dass einer in eine Sitzung reinplatzt und eine Geburtenanzeige durchgibt. Das ist ja wohl noch Ja, aber wenn unser Telefon kaputt ist und wo der Herr Staatsanwalt so doll in Angst und Sorge war um seine Frau. Nee. Was fällt Ihnen denn ein, Gesa? Sind Sie toll geworden? Nur schert sich raus und machen Sie, dass Sie nach Hause kommen. Los! Ja doch. Aber wo Ihre Frau gesagt hat, das muss mein Mann gleich wissen. Nun ist er endlich da, unser Adula. Otto, du hier.
Bitte um Entschuldigung, Herr. Bitte, Herr Staatsanwalt. Ja. Da die Angeklagte auf mich den Eindruck einer ehrlichen und aufrichtigen Frau gemacht hat, an deren Aussagen nicht im geringsten zu zweifeln ist, und weil ihr auch nicht nachgewiesen werden konnte, dass sie für ihr Kartenlegen Geld genommen hat, sondern sich mit dem begnügte, was man ihr, der armen, in dürftigen Verhältnissen lebenden Frau, so aus freien Stücken bot, und weil sie andererseits ja doch wahrscheinlich gegeben zu sein scheint, im Gegensatz zu den üblichen Kartenlegerinnen, Dinge vorauszusehen, deren Eintritt hier uns auch bewiesen hat, nicht wahr? Ja, woher sollte die arme, schlichte Frau es denn sonst wissen? Kommt für sie, für ihre Tätigkeit, vorausgesetzt, dass sie uns verspricht, keine Geschäftskarten mehr zu vertreiben, Paragraph 263 StGB, meines Ermessens nach nicht in Frage. Herr Staat. Herr Amtsrichter, ich schließe mich Ihren Ausführungen an und plädiere auf Freispruch. Amen. Also. Gerne. Cornelius, das Gericht spricht Sie wegen mangelnder Beweise von der Anklage frei. Die Kosten fallen der Staatskasse zur Last. Die Sitzung ist geschlossen. Tschüss, Herr Amtsrichter. Oh, Cornelius! Was Sie nicht alles fertig kriegen? Jenny, 5 Mark. Die zahle ich gleich Montag ein für die Fernsehlotterie. Mit 5 Mark bin ich dabei.